Absolute Synchronität, Mr. Timmy Boy. Wieso hör ich schon wieder nix? Weil da Alerts nicht da sind. Warum sind... wieso hör ich mich nicht selber? Wieso hör ich das nicht? Kruzifix. Timmy Boy, grüß dich wieder heim. Ich weiß nicht, ob sie her, ich weiß nicht, ob sie ihr Herz ist mir wurscht, Alter. $5000 Alter, was ist da los? Schon wieder Micker, Grütze, fix nochmal Zeit vergeht, dass du sagst, wir haben doch gerade erst da gesessen. Ich weiß es auch nicht. So, habe ich heute irgendeinen Jüchsenschwitz entdeckt. Da, magst du einen abschlecken? Magst du nicht schlecken, da? Ist geil. Nein, ich tue es selber nicht. Selber tue ich es nicht, das ist nicht gut, weißt du. Sag mal, dass es nicht so gut heißt. Ich wollte merci für deinen Euro. Grüßen wir mal langsam in den Haufen. Habe die Ehren in Scarecrow, den Nadine und den Bernie und den Löwen, Sepp und den Kevin McMahon, an den Herrn Spiegmeister, an den Zampel, an die Saps, Entschuldigung. An den Feierhand, an den Capricorn, an den Pauschka, an den Numme, an den Nadine, an den Improx, an den Grotz, an den Randster Bernie, an den Herrn Grünwald, an den Herrn Zach, an den Albinary, an den Basti Hero, an den Icarus, an den Metzinator und jetzt mal nochmal. Und den Schnucci, weil er der einzige Schweizer ist, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Kruzifix. Also wer sich heute die nächsten, ich sag jetzt mal die letzten 5 Wochen, da haben wir noch 5 Wochen an der Sommerpause, die werden zack. Ich sag, das ist, was der Wetterbericht über das Wochenende sagt, da steht ein Vierer vorne dran, Alter. Da steht einfach ein Vierer vorne dran. Was soll jetzt das? Ja genau, das frage ich mich auch. Luna! Wieder eine Prüfung mit einer 1 trotz Arschprellung. Was ich dir letztes Mal noch fragen wollte. Wie viel Wasser hast du denn mit rausgenommen? Tu nicht so, als heißt nicht wissen, was ich meine! Der Spiegmeister magst tauschen, bin Dachdecker. Also ab wann müssen ein Dachdecker ihre Arbeit niederlegen? Wie viel Grad mussten dann haben? So habe ich heute Nachmittag diese scheiß Donation-Namen und die Texte hingeguckt. Jetzt gingen es wieder nicht. Dann. Facebook gibt es kein Creator-Studio mehr. Also entweder haben sie mich da auch ausgebannt und ich habe wieder keine E-Mail gekriegt und nichts gesehen, oder es gibt einfach kein Creator-Studio mehr, ich kann keine Stories mehr posten. Gute, verfickte, verschissene Lust habe ich und lösch alles, was mit Meta zum Tor hat. Diese hirnverbrannte Vollidioten-Plattform, da rennen sowieso bloß Trottel umeinander auf der Plattform. Ich sag das. Und wer heute freiwillig im Stream sitzt und nicht in einem Pool oder in einem Eimer Wasser oder sonst wo, dem kann ich sowieso nicht helfen. Servus miteinander, gehst der Nachschlagsclub vom Montag und heute gleich weiter. Winky, that's the spirit. Seit wann brauchst du eine Smartwatch? Du nimmst doch kein Handy her, sagst du immer. Es ist im Prinzip kein Smartwatch. Weißt du, warum die dran ist? Reich Miese. Weißt du, warum die dran ist? Das ist ein guter Punkt, ich tue sie mir oben. Warte, ich zeige euch was. Sonst glaubt es mir keiner. So. Da bin ich gestorben. Zumindest sagt die Pulsuhr, dass ich da keinen Puls mehr gehabt habe. Angefühlt hätte es ja so. Aber, was ist schon? Da, hier. Okay. 9 Kilometer, meine Damen und Herren. Wulfric, bist du da? Wenn's ich kann, kannst es du auch. Pulsmesser für den Stream. Kannst du in deinen Arsch kannst du da quer einschirmen. Wird's nicht geben. Hast du schon mitgekriegt, dass man bei YouTube keine Clips mehr machen kann? Ja, das haben sie auch gespielt. Das ist aber schon lang so. Schon eine Zeit lang so. Pulsuhren sind überbewertet? Finde ich nicht. Ich will Kind von dir! Cross, wo, wann? Bin am Start. Wulfric-Sepp! Hiermit verkünde ich feierlich mein Gewicht. Ja! Tütürütü. Tütürütü. Meilenstein, Drittel, GS schafft. Ich wiege aktuell 156,2 Kilo und damit 20 Kilo geschafft. Wann haben wir angefangen? 4 Wochen? 5 Wochen? Herr Wulfric! Weitermachen! Nochmal so lang und dann hast du es. Ja, vielleicht nur ein drittes Mal nochmal so lang, weil es wieder langsamer. Ja. Meine Damen und Herren, zum einen hätte ich mal gerne ein F. Ich bin tatsächlich aus diesem Sessel aufgestanden und gestern irgendwie 9 Kilometer gelaufen und gegangen, muss man auch dazu sagen. Und es erstaunt mich selbst, dass ich heute da sitzen kann und das Einzige, was ein bisschen zirkt, sind meine Vorderseiten von den Oberschenkeln. Ansonsten fällt mir gar nichts. Fucking nothing. Ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist. Vielleicht habe ich gestern einfach bloß einen guten Tag gehabt. Ich weiß es nicht. Und bitte Oktav für den Herrn Wulfric. Die kriegen wir von
wir werden erleben, wie du 60 Kilo verloren hast. Und wenn es 3 Jahre dauert. Scheißegal. Hab dazu übrigens im Discord einen Sportschmerz wieder aufgemacht, wo das letzte Mal 2022 etwa was eine Post hat. Dann weiß ich auch ungefähr, wie lange dass ich mich nicht mehr sportlich betätigt habe, nämlich Minimum 4 Jahre. Und wenn ich da so die Posts durchscroll, dann eigentlich 5. Mia Mochan GNUA Pause. Da Cheffe Oabat mit mir. Geil. Ja, dann passt sie. Herr Speckmeister, merci dir den 5 jetzt nicht braucht. Du hast es wahrscheinlich ja irgendwo da eine Post, aber ich hab's nicht gesehen. Merci für den 5er. Tammy, merci für den Resub und 52 Monate. Habe dir zurück. Herr Werner, merci für 120 Monate. Dort auf einen schönen Stream. Heute haben wir ein gutes Spiel. Da tue ich mich nicht an, du. Ein Bürger in freier Wildbahn also, ja. Ja, das ist, ich wundert mich selber. Ich sag's, wie es ist. Und was war da? Was war wo? Da haben wir schon mal das Projekt Make Bürger Fit Again gestartet. Da habe ich mir auch schon iPad, aber da war aber so Februar, März, wo ich das iPad habe, das weiß ich noch. Da haben wir so drüber geredet, ich bin gerade so in einem Loch drin, so mit irgendwas da und so und keine Ahnung, und ich glaube, dass Sporteln einfach, das sagen die Leute nicht zur Gaudi, dass das irgendwie was hilft. Gesunder Körper, gesunder Geist. Und mich wundert, wie mein Körper mich macht. Termin zum Einschläfern von Salim! Kater ausgemacht. Na. Wieso belustige mich? Ich belustige dich nur, wenn der Kader jetzt gerade auf deinem Schoß sitzt und mitschaut. Herr Salem, merci für den 5er. Das tut mir sehr leid. Ich brauche einen Button auf meinem Stream Deck, wo dann automatisch Circle of Life zum Spielen anfängt. Warum werden manche Sachen auf Deutsch übersetzt? Jetzt das wundert mich schon die ganze Zeit. Bei mir wird angezeigt, dass ich koreanisch bin. Und wenn sie so wie der Reich Miese schreibt gern Stop, Bürgertime, dann steht bei mir automatische Übersetzung dort, beendet die Bürgerzeit. Punkt. Schön, braucht nicht mehr was sagen. Herr Salem. Es ist einfach unangenehm. Es ist einfach unangenehm. I'm sorry. Löwensepp, merci für den Euro 44, habe der Bürger ist fucking schöner Stream, Osterbier, los der Schmecker. Oh, warum so einen kurzen Satz? Kurz Angebundenheit, was ist da los? Mr. AG 1000, merci für 65 Monate. Kriegst du den zurück. Meister, ich hab kurz gebraucht. Na, zwingen ja, mal, Schkabum. Da ist irgendwann vor ein paar Wochen ist so ein Short rundum gegangen, wo 3 Schwarze in so einem Studio drin sitzen und haben eigentlich, ich glaube, es ist ein Podcast oder irgend sowas, dann ist einer da, der diese Sprache spricht. Und dann gleich, Herr Bauer, gleich. Und dann sagt einer so, ja, das Intro König der Löwen und so weiter und so fort, wo er dem genau das singt. Nein, du singen ja, mal. Und dann übersetzt er das, was das heißt. Oh my God! There is a lion! Oh my God, look! It's a lion! Ja, mit einer Inbrunst. Oh my God, look! There is a lion! Das heißt wirklich. Übrigens. Das ist nicht erfunden oder irgendein Bullshit, das heißt einfach wirklich. Herr Bauer, merci für 74 Monate. Der Bürger, es ist so heiß, dass man am Waschwasser nach Timbuktu fahren kann. Segeln. In den Senegal segeln. Wichtig. Strapse, Österreich. Herr Bauer, merci dir, Schneegeriss an unsere Lieblingsnachbarn. Herr Geibelfi, der aus der Schwere. Bürger, hast du schon vergessen, wie viel Power du noch hast? Bist mächtiger als du glaubst. Denn du bist der Auserwählte. Der Ausgequälte, hätte ich jetzt drauf kommentiert. Der Auserzählte. Mit uns ist noch Land nicht Schluss. Noch Land nicht. Kannst du noch Land zuschauen. Merci dir. Herr Meier, servus, endlich wieder zurück aus Südtirol. Wie kann man sich da freuen, dass man aus Südtirol zurück ist? Außer man hat da arbeiten müssen. Ich kann das verstehen. Herr Meier, merci für 50. Aber dieses Lied hat so viel in meiner Kindheit geprägt, schreibt Luna, ja, das geht's mir exakt genauso. Es ist ja der schönste Disney-Film. Da braucht man auch keiner daherkommen, dass irgendwas anderes schöner ist.
der beste Disney-Film, der jemals gemacht wurde. Da kommt nie wieder was hin und es war vorher nie was da und kommt nie wieder was hin. Herr Graunbärtig, servus Bürger, ich bin ins Kapitel 9 gekommen, dann dachte ich mir, soll sich der Bürger drum kümmern. Wie? Sagt der es gibt bloß 6 Kapitel. Ihr verdammten Haumtaucher. Und ich meine die ganze Zeit, wir wären heute vielleicht fertig, wir haben in Kapitel 4. Ja, absolut geil, dann können wir das nächste Woche nochmal. Schau mal die Letten unter meine Arme! Das ist der einzige Nachteil von dunkelgrauen T-Shirts, das ist links auch so schlimm. Grütze, fix kannst du auswinden, schau mir das an! So, passt. Wie spät ist? 10 Uhr. Du, da die Vorstellung, spielen wir ein wenig. Ich kann sich die Letten einschlecken. Es hat da herin, was ich gerade hatte, ich sage nicht, 28 bis jetzt. Jetzt läuft der PC noch nicht richtig. Hey Birger, warst du jemals im Musical von König der Löwen? Ja, 2000. Was 2009 oder 10, da waren wir mit meiner damaligen Freundin so, da waren wir in Hamburg, da haben wir uns das Miniaturwunderland angeschaut, das hat mir damals zum Geburtstag geschenkt, das weiß ich noch, dafür habe ich mit ins Musical gehen müssen. König der Löwen. Und ich habe natürlich so Musical, why are you gay? Innerlich habe ich mir natürlich gedacht, Sugarboom! Der habe ich ja keinen damals nicht sagen dürfen. Das ist ein. Darfst du nicht sagen. Was das ist. Du bist gleich gefragt, why are you gay? You are gay. Was soll jetzt das? Herr Wave! Heute hau ich mich in den Lurk und schau dir beim Spulen zu. Und schau dir beim Spulen zu. Ich tue derweil mein neuer PC bei 78 Grad Celsius in der Dachgeschosswohnung Zimmer bauen. Ventilatorenstrahlen sind gekreuzt. Wish me luck. Ich darf mit dem ersten Mal anschalten, da die warten. Bis um 3 in der Früh, wenn das Zimmer zumindest 58 Grad hat. Weil sonst brennt da alles durch, auch wenn du alles richtig gemacht hast. Herr Danubius, merci dir. Kuss auf die Nuss. So, Schluss jetzt. Alerts, aus, Donations, Ruhe ist jetzt Zeit. Irgendwie haben die Wortkastel kaputt. Was für ein Wortkastel? Hat der Bürger hast du schon den neuen Obsessed im Kino gesehen? Nö. Obsessed sagt man tatsächlich auch gar nichts. Muss allerdings auch gestehen, ja, ich war mal sehr filmaffin und sehr serienaffin, aber das hat in den letzten 2, 3, 4 Jahren massiv abgebaut. Weil nur noch Scheißdreck kommt. Der letzte gute Film, den ich gesehen habe, war Hail Mary. War mal was anderes. Nee. So, jetzt spielen wir! Schnauzen! Somebody was bombing! So, bin ich da. Okay, in dem Spiel auch auf die Seitennummer, ich weiß nicht. Ich zeige mal. So. Okay, da auch da oben, das können wir so nicht stehen lassen. Na, Kinder, das geht ja so nicht, das wisst ihr auch. Das ist so nicht gegangen. So, sparen wir uns heute mal die dumme Scheiße. Jetzt wollen wir transformieren. Heute kann ich es auch wieder umeinander dran. Hui! Das wird aber auch nicht langweilig. Es wird aber auch nicht langweilig. Das ist Schluss jetzt. Heute ist der Fotzen, du fetter Vollidiot, Alter. Ich schwitze jetzt. Ich komm mich selber trinken, Alter. So. Abenteuer! Kapitel 4, 17.06. Letzter Mittwoch haben wir das letzte Mal gespielt. Wir spielen halt Crushed in Time. Und die erste Session war eine der amüsantesten seit langem. Ein wunderbares Point-and-Click-Adventure kann man nicht sagen. Wie sagt man da denn eigentlich? Drag-and-Drop-Adventure. So, schauen wir mal. Ich kann am Telefon ziehen, das nehmen wir mal. This looks like Mr. Moochie's teletrophone, but this one's all flat. Der Golem fragt mich, wie alt ich bin. Mittlerweile 27 plus. Nadine, das wollen wir doch einmal sehen. Oh, ui. Was ist jetzt gut? Das ist ein Super Mario Spring-Sound so. Bing! Bing! Alter, der haben wir 2 Stunden jetzt den Scheiß, oder? Warte mal, was kann man da sonst noch mal? Machen wir einen totalen Sinnbefreiten. Oh ja, der ist gut. So. So, mit Australien auch mal was zum Zuhören. Wie ist irgendjemand gerade im Urlaub in Australien oder so?
Irgendjemand, der sich jetzt besser auskennt wie vorher? Ja, lassen wir es einmal erzählen, also das ist eh wurscht. So! Ich glaube, dass das voll unangenehm ist, wenn ich da herumsitzen bleibe. Dragon Slap Spiel. Der Jables schreibt das gleiche wie in jedem Sommer. Ich frage mich, saufe ich weiter oder arbeite ich mal an meiner Standfigur? Aber am Strand bin ich eh nie. So viele Leute schreiben, los das so. Ja, ich lasse eh so. Spider-Birger, Spider-Birger. Das, whatever a Spider-Birger does. Was? Kann man da auch Blödsinn machen? Ui! Jetzt halt dein Fotzen und Spei endlich das Spei fertig, weil sonst wären wir nicht mehr fertig. So, also, nochmal. Telefon. Ich hab wieder natürlich einmal nicht aufgepasst, was der da labert. Probieren wir es nochmal. Irgendwas sagt er. Was sagt er? I didn't know there were other models. Other Models? Was ist das da? Was? Was ist das? Das wurde mir noch nie... Ach halt, stopp. Wir haben ja in einer Vorab-Version im Spiel. Und das ist anscheinend... Da können wir... Was können wir jetzt da? Was ist das da? Das ist normalerweise das Zeichen für... Interaktiv. Was heißt das? This one seems as noisy as mine. Okay. Den kann man hin und her schieben, den schieben wir pauschal schon einmal einfach da her. Was kann man da damit tun? Hä? Was ist das? Ich hab's am Haufen geschossen, aber ich kann nicht erkennen, was ist, weil das Symbol da davor ist. Da ist das Symbol weg. Was ist das? Was steht denn da? Wie kann es lesen, was das sein? Eine Schachtel. Das ist das Zimmer vom Anfang. Meinst du? Jetzt warte mal. Okay, wenn man das ansteckt, dann dreht es an die Rotationssymbole. Jetzt pass mal auf, das stecken wir mal da. Schlüssel! Schlüssel! So. Okay, so funktioniert es nicht. Wenn ich den runterziehe, springt er immer vorn da so oben. Das heißt, jetzt passen wir auf. Stecken wir mal das an der Tür. Hilft uns das irgendwas weiter? Nein, interaktiv. Da kann man verschieben. Ja, jetzt warte mal. Drehung. Na, der fällt immer runter. Was kann man mit der Tür da? Was hilft mir das? Bienensymbol am Kastel. Oh, ja, das stimmt. Da habe ich wieder nicht aufgepasst, ja, weil ich wieder nicht schaue. Da ist eine Biene, da ist das Ding. Jetzt dann drehen wir das Teil mal. Sehe ich richtig, dass das irgendwie so bouncen muss, so bonk, bonk. Warte mal, Bienen. Was kann denn Bienen? Ist das wieder eine Anspielung auf den Honig, oder? Ah, ich glaube, ich weiß was. Warte mal. Jetzt tun wir das da rum, das tun wir da so. So auffahren, wenn wir dann abstecken. Wo haben wir das Bienending gleich wieder her? Da ist der Schlüssel. Okay. Und es ist weg. Ah, die blocken sie gegenseitig. Jetzt, da schau her. Schieben wir es wieder zurück. Aber was der mal mit dem Bienenscheiß? Der Honig war im Telefonkastel. Nein, der Honig war da in der Luken drin, aber ich bin mir nicht sicher, ob dieser Honig ist. Soll dieser Honig sein? Warte mal. Oh Gott, man kann ja da noch hin und her schalten. Dem kann ich nicht abschießen damit. Jetzt warte mal.
Kannst du das Regal links nicht auch mit dem linken connecten? Was ist das linke? Was meinst du? Was meinst du? Check ich gerade nicht. Okay, bye! Interaktiv, dann wird's zählen. Schauen wir nochmal, was er tut. Er geht dann da um Strange. und, I don't see any cord to unplug. und bleibt dann da stehen. Und nach ein paar Sekunden geht er wieder zurück. Den pinken. Das kann man so auch machen und dann ist das so schräg. Mehr kann man aber dann auch nicht mehr damit tun. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass man das. Warte mal. Ja, aber wir haben ja bloß. Das verstehe ich auch nicht ganz. Mit der Tier kann man gar nichts tun. Kreiseln hat man noch kennen, das weiß ich auch noch. Jetzt, wenn ich es wieder auslasse, dann schießt es wieder nach Timbuktu. Das hilft mir nicht weiter. Ah, warte mal, können wir das vielleicht so zielen, dass... Jetzt warte. Machen wir so. So. Und wenn ich es abstecke, dann bleibt es da hängen. Dann machen wir das jetzt interaktiv. Der wir da her. Dann der wir das da her. Und wenn ich es schieße, fällt es vielleicht da ohne. Ja? Nein, tut's nicht. Nein, tut's einfach nicht. 3 die Tür, dann ist eine Drehtür. Ich glaube, ich weiß einen Ansatz. Das mit der Biene auf den Sessel, Eftel dann auf die Klappe und dann links aufs Kastel, wenn das schief ist. Aber ich krieg das dann nicht mehr auf. Oder was ist mit der Kamera los? Da war Kiri, die ist besoffen. Die war im Bessinger Volksfest. Das Kreislige ist ja, wir haben das da ja auch noch. Jetzt warte mal. Was wir noch gar nicht probiert haben, ist... Was passiert denn da dann? Dann ist die Tier da auf. Das hilft aber auch kaum weiter. Das hilft kaum weiter. Wie schaut das aus auf der Seite? Da ist dasselbe. Das schaut mir so krass an, als kann man da dann was schießen. So. Jetzt warte mal. Wo ist denn der Schlüssel eigentlich hingekommen? Warum ist denn da dahinter kein Schlüssel mehr? Wo ist denn der Schlüssel hingekommen? Schlüssel war da, oder? So, jetzt klemmt das. Dann kann man es loslassen. Weißt du, wie ich meine? Kann man jetzt da zusperren, dann klemmt das da, aber ich kann ja das, mit dem kann ich nichts machen da. Ich kann sonst nichts machen. Nichts kann man machen. Achtung, der Flasch mit seiner professionellen Expertise. Also ich schätze, das Ziel ist, das Glasl über den Sherlock drüber schießen. Ja, das glaube ich auch. Heißt Glasl mit der Tür ausschießen und nachher von dem Holzbalken drauf einen Sessel und dann mit der Klappen drüber jiten. Glasl mit der Tür ausschießen und nachher von dem Holzbalken drauf einen Sessel. Hä? Ich will das Ding ausschießen, bloß damit du siehst, ich weiß nicht, ob du alles gesehen hast, was damit passiert. Ich lasse es mir aus. Zack. Das schießt halt komplett aus dem Leben. Mach doch mal den Sessel auf die 90 Grad. Ach, den Sessel. Ach, da war der Schlüssel. Und der fällt aber immer gerade aus Vierer, verstehst? Jetzt probieren wir was. Ja. Und ich sehe keine Möglichkeit, wie ich irgendwie da ein Hindernis herbringen. Glase ausschießen, aber Klappe offen. Das da meinst? Was für Klappe? Die. Es geht nicht gleichzeitig. Ich kann das bloß... Hier. So. Ah, aber ich kann den Schlüssel kann ich ja ein Bild aufmachen, dann den Honig ausschießen.
Was für ein Bild? Leid. Ich brauche die bessere Instruktionen. Und ich schreibe was vom Beutel. Was für ein Bild? Nicht da, wo es Honig ist. Glas ausschießen, aber Klappe offen. Nicht da, wo Honig ist. Glas ausschießen? Was? Honig jetzt auf dem Sessel. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt. Das ist kein Sessel. Ach, so meinst ihr seid. Ja, vielleicht schreiben wir ganze Sätze mit mehreren Wörtern und so. Nicht bloß jetzt Honig auf Sessel. Dass da ein bisschen was dazugehört vielleicht. Gehört vielleicht auch gesagt. So, jetzt müssen wir aber den jetzt wieder wegschießen. Jetzt bei so 8. Machen wir jetzt so. Ich glaube zumindest, ich weiß, was ihr meint. So. Ja, aber das geht halt nicht. Es geht halt nicht. Ich kann nicht beides gleichzeitig. Ich kann das nicht aufmachen und gleichzeitig den Stuhl drehen. Das geht nicht. Und der fällt immer drüber. Telefon Ring Ring und dann abschießen. Glaube ich, da ist es pure Cutscene, da kann ich nichts machen. Den Schlüssel aufmachen, den Sessel ganz nach links zum Möbel mit dem Telefon. Telefon schräg stellen und Schlüssel bouncen lassen. Nochmal, den Schlüssel aufmachen, den Sessel ganz links nach links. Okay, probieren wir es. So. Springt trotzdem drüber. Springt trotzdem drüber. Der Bernie schreibt, direkt danach geht's. Was hast du geschrieben? Telefon, Ring, Ring und dann ihm abschießen, direkt danach geht's. Können wir schon probieren. Ich glaube aber nicht, dass da irgendwas passiert. So, ich kann nicht Better interagieren. avoid staying too close. Ah, It could okay. be dangerous. Kann ihn da... This looks like Mr. Moochie's teletrophone, but this one's all flat. Das wollte ich wissen, ob er dann stehen bleibt oder ob er es wegschiebt. Mit dem Honig auf den Schlüssel schießen, habe ich schon probiert. Ah, du meinst, wenn er... warte mal, ja, I see what you do. Na, da springt er auch drüber. Na. Aber gute Idee, kann man probieren, Ich hätte gern den Honig da aufschießen können. Und dann drehe ich das wieder, dann fährt er da um, dann schieße ich ihn da um, dann schieße ich ihn da um und dann die Tür auf den Honig fallen lassen. Guter Punkt, kann man auch probieren. Was passiert dann? Ich glaube, dann blubbt er bloß nach oben, aber wir werden sehen. Nein, der blubbt bloß nach oben. Das kann ich hin und her schirmen. Da kann ich zuhauen. Warte mal. Nein, das kann es nicht sein. Birger, du machst es verkehrt rum, das hilft mir nicht weiter. Sag mir halt einfach, was ich da sehe. Rolli! Hey Chef, ich bin zu spät, warum stehst du am Kopf? Ich stehe überhaupt nicht am Kopf. Merci wieder ein Reset. Heute merci wieder ein Zwiegel. Schieß den Honig mal weg, mach die Klappe auf, stell den Sessel drunter und mach die Klappe interaktiv und dreh den Sessel. Dann probier's mal mit dem Honig auf die Klappe. Ich weiß, was du meinst. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Jetzt pass Obacht. Dazu müssen wir den Honig aber erstmal wegballern. Da kann man währenddessen auch nichts machen. Wir machen den interaktiv. Wir schieben den da um. Ja, und das geht halt auch wieder nicht. Da, es geht halt nicht. Sobald ich das lila Ding nehme, voll. Jetzt Moment mal. Ne?
Und sobald ich das lila Ding nimm, damit ich den Stuhl wieder drehe, fällt die Klappen wieder runter. Nadine schreibt, ich glaube, ich hab's! Interaktiv auf das Regal links. Regal links. Sherlock geht hin, dann den 90-Grad-Befehl, kickt Sherlock weg. Dann das Honig... Oh, ein Sherlock mit dem... Ja, schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, da... Nadine ist was auf der Spur. Nadine kennt sie aus. Was ich mit dem Honig da soll, weiß ich noch nicht. Den lassen wir jetzt da einfach mal noch liegen. Spieler nach Hause telefonieren. Lass das Telefonzimmer I didn't know klingeln. there were other models. I think I'll lie down on the ground for a moment. Just a short rest. Okay. Geht das wieder weg oder bleibt das da, das Honigklump? Okay, der Honig und er bleibt bicker! Ja! Nadine. Da geh ich kurz aus dem Bettel. Stark. Stark! Hätte ich auch drauf kommen können, bitte aber nicht. Nein. So, was nehmen wir jetzt mit dem geschissenen Schlüssel? In dir einschießen war mein Plan gewesen. Und dann? Geht doch! Finde den Schlüssel und öffne die Tür. Interesting. Interesting. Das war aber schwere Someone Geburt, du. stole the stairs. So, stopp. Nein, nicht stopp. Someone stole the stairs? Watson, is that you? Testing. I can't quite hear you. You were saying? 1, 2, 1, 2. That's what I thought. You still can't count to 3. I'll try and reach you. But I don't see how. Was mit Schubsen? Okay. Oh Gott, ist das schon wieder eine Watson, abgedrehte I know you Kacke. pushed me again. Testing. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing, testing, testing. Was ist denn mit ihm? Testing? Stop being childish and get out of your hidey hole. Okay, so. Ich tue jetzt erstmal allen einen Gefallen. Inklusive mir, weil jetzt, wenn ich rechts in den Chat reinschaue und sehe mich unter Dick umhänge, dann denke ich mir, stimmt was nicht. So, wieder da. Muss klar machen. So. Vertreibe den Platten Watson aus was? Vertreibe den Platten Watson aus allen seinen Verstecken. Okay. Fortfahren. Okay. I can hear you, Watson. Wassereffekte. Stop hiding. Haben wir die 90-Grad-Drehung? Okay. Testing. Testing. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Wassereffekte? Was soll ich mit Wassereffekte? Machen wir einfach so. Interaktiv. Was kann man da irgendwas tun? Ne? Erst einmal schauen, mit was man überhaupt was tun kann. 90-Grad-Drehung. Testing. 1, 2, 1, 2. Ja, genau. Und jetzt läuft er halt. Ja, ich Show verstehe yourself, schon. my friend. This is no time for hide and seek. Aber was soll man der Wassereffekt bringen? Testing. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. Das ist ein Stauern. Was. Das ist ein Wolken. Was ist ein Wolken? Was ist ein Wolken? You can be such a child. 1, 2, 1, 2.
Wer bestellt GTA 6 heute gleich vor, bitte um 1 in den Chat. Wer so geistig behindert ist und sich GTA 6 vorbestellt, dem egal. Keine weiteren Fragen. Watson, is that you? Okay, so kriegen wir ihn Ach, das ist ein Wolken. Ja, ja, aber was hab ich gesagt? Ob ich das überhaupt irgendwie betüdelt? Schau mal, Wolke interaktiv. You'll run out Ah, of hidey holes eventually. okay. Oh, jetzt wächst der Kürbis. Da, auf das spekuliere ich schon die ganze Zeit. Was der wir jetzt mit dem Kürbis da? Mit dem reinschießen. Na. Okay. Legen wir nochmal da her. Kann man den nochmal gießen? Na. I can hear you, Watson. Would you stop hiding? Da komisch. Dann lotzt das auf, okay. Und dann kommen wir da wahrscheinlich. Kriegen wir das da irgendwie auf? Nein. Kriegen wir. Jetzt ringt es auf das Ding da auf, aber das hilft uns auch nicht weiter. GTA 6, nein, bleibt bei Vectorworks. Da kostet am Sherlock Show einen ins yourself, Gesicht my schießen, friend. This is no time wenn for er an hide and Dings seek. geht, gell? Ich hab auch gerade überlegt, was der mir da damit. Das heißt, jetzt probieren wir einfach mal. Watson, Und is dann machen wir that das you? Ding. Ja, soweit war ich auch schon, aber was passiert jetzt? Who did that? Wer war das? Ja, wer tut nicht viel? Hilft uns das irgendwas? Hilft uns das irgendwas? Can be such a child. 1, 2, 1, 2. Vielleicht mit der Wolke den Kürbis gießen und den Busch drehen, dass auch Watson nicht verstecken kann. Beziehungsweise der Watson darf sie verstecken. Testing. Scheißegal, aber vielleicht stimmt, vielleicht kriegen wir jetzt den Kürbis da weiter um. Nein, leider nicht. Ah, oder warte mal, vielleicht können wir ihn aufschießen. Ja! Jetzt lassen wir mal aus und schauen, was passiert. Okay. Wir brauchen einen neuen Kürbis. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh. You'll run out of hidey holes eventually. Okay, jetzt warte mal. Testing. Testing. Testing! 1, 2, 1, 2. 1, 2. Jetzt versteckt er sich da. Jetzt gehen wir da auf, aber da geht der Kürbis kaputt. Ist der jetzt da gerade irgendwo kurz stehen geblieben? I can hear you. Schauen wir nochmal, wo der. Genau da davor. Okay. Ja, er bleibt genau da stehen und dann schießen wir mit dem Kürbis auf den Schädel auf. Ja. Du Vollidiot! Du Vollidiot! Testing. 1, Da 2, noch 1, nicht, 2, da noch 1, nicht. 2. Da müssen wir ihn rausholen. Hoffe ich zumindest. Jetzt warte mal. So. Jetzt machen wir nämlich so. Nein, nicht, jetzt muss schneller gehen. Testing. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Show yourself, my friend. This is no time for hide and seek. Watson, is that you? Ha! So this is where you were hiding. Testing. 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 Bleib jetzt da irgendwo stehen, wo er den scheiß Kürbis. 1, 2. And there he goes, frolicking away. Okay, so bringen wir ihn einmal da hin. Das ist ja schon einmal Epsi. Aber was der jetzt mit dem scheiß Kürbis? Jetzt machen wir mal so. Kann ich da hinten. Can be such a child. 1, 2, 1, 2. Ah, schau mal, müssen wir interaktiv. Na, das schießt immer nach vorn. Wolke mit interaktiv nach rechts und dann ein Wassereffekt drauf. Ja, das geht nur, wenn wir es drehen. Da müsst ihr jetzt das Ding nochmal drehen und dann fährt es hinter die Wand. Da kostet am Sherlock einen ins Knack schießen, das ist absolut richtig, das haben wir getan. Aber mit dem Bam weiß ich noch gar nicht. Machen wir so.
You'll run out of hidey holes eventually. Was das der ich sag? Nein, soll ich doch nicht. Ah, irgendwann, man kann das dann drehen, weil was passiert, wenn man das Ding dreht? Das ist auch nicht so, das schaut so richtig schön nach einem Regal aus. Kann man Kürbis da aufschießen? Weiß ich nicht. Was ist denn da eigentlich? Nix. Ja, Wolke. I can hear you, Watson. Kann man aus der Stauen was wachsen lassen? Nein, es bleibt dann nicht da hinten. Nein, doch. 1, 2, 1, 2. Warte mal. Sagt er das öfter? Testing. Baum 90 Grad drehen, dann kann er sich aber sofort wieder verstecken. Das ist das Problem. Das heißt, da dahinter kann er sich nicht verstecken. Da dahinter kann er sich nicht verstecken, aber er kann sich dann wieder da dahinter verstecken und dann ist er wieder weg. Und hinter dem Ding finde ich ihn nur, wenn er an der Tür klingelt. Das heißt, wenn ich das jetzt umdrehe, wir können es einmal probieren. Testing. Testing. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und sobald ich interaktiv passiert gar nichts. Du musst erst einen Kürbis wachsen lassen, dann auf den Busch legen. Zuvor aber noch das Wasser beim Kürbis weg tun, dass er sich da dahinter verstecken kann. Dann Wasser wieder an, damit er hervorkommt. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Können wir probieren? Probieren wir. Jetzt pass auf, dann machen wir jetzt nämlich so. Läuft er normalerweise wieder da hinter. Ich kann halt währenddessen die Filmdinger kommen rechts oben. Kann ich nichts drucken. Das heißt, Wasser. Schau, ich kann nichts machen. Testing. Und jetzt versteckt er sich wieder da dahinter. Ich krieg You'll nicht run dazu. out of hidey holes eventually. Eine Möglichkeit brauchen wir noch, die uns noch abgeht. Warte, was ist, wenn wir den Busch auf 90 Grad drehen, dann den Kürbis drauf tun und dann dem Watson ins Gesicht werfen? Ey, ich kann ab da nicht mehr. Der ist einmal, ist er da drauf und dann kriege ich ihn nicht mehr runter. Kürbis auf 90 Grad Baum. Kürbis auf 90 Grad Baum. Would you Gute Idee. Können wir probieren. Schauen wir, was passiert. Vielleicht schießt dann der Kürbis woanders hin. Probieren wir. Ja, mach hin. So, hier, Baum. Geht nicht weiter. Kürbis gone. Er muss hinterm Baum sein. Also Watson. Nochmal. Dann den Kürbis drauf tun, dann den Watson ins Gesicht werfen. Dann solltest du doch von der Plattform werfen, oder? Durch den Druck. Check ihn nicht. Es muss schon irgendwas mit diesem Kürbis zum Tor haben, weil das Einzige, was ich mit dem tun kann, ist den da aufschießen. Und dann bleibt er nämlich auch da picken. Ich kann dann nichts mehr tun. Wenn ich das ausziehe, dann fällt er genau da oben. Genau da. Und da steht der Watson nie, währenddessen ich damit interagieren kann. Wasser aufs Haus. Oh, das haben wir gar nicht probiert, das stimmt. Watson, is that you? Ja, das hilft auch nichts. Muss dann Watson mit dem Kürbis K.O. haben? Das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass das da dass das das Schlüsselelement ist. Wieso hat er nicht so einen Watson da nicht gesehen? Was ist denn das wieder für Käse? Machen wir mal wieder so. Watson, is that you? Sonst hat er ihn ja Axt. Erst wenn wir drauf schießen. Ha! So this is where you Und are. jetzt ist er halt hinterm Baum. Testing. Jetzt da er da beim Kürbis stehen. Sechst das. Testing. 1, 2, 1, 2, 1, 2. And there he Aber ich kann goes, nicht drucken. frolicking away. Filmen. Kann man den Kürbis aus die Wolke werden, wenn
Kann man den Kürbis aus die Wolke werden, wenn du 90 You'll run Grad out jetzt of auf die hidey Wolke holes machst? eventually. Was? Wasser auf dem Baum? Wasser auf dem Baum? Ja, dann kommt vorne Wasser raus. Das interessiert ihn nicht recht. So, warte mal. Er fällt immer am gleichen Ding aus. 90 Grad auf Baum. Sekunde. I can hear you, Watson. Would you stop hiding? Ja, dann versteckt er sich, jetzt versteckt er sich rechts neben die Stahlen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing. Testing. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sind hier welche auch gerade zurück ins Entwicklerstadium gefallen? Das wir noch gar nicht angeschaut haben. Wenn man die Welt umbaut. Show yourself, my friend. This is no time for hide Jetzt and pass seek. auf. Jetzt füllen wir das Ding auf. Das funktioniert da quasi auch. Ja, da kann man nicht interagieren, da auch nicht. You can be such a child. 1, 2, 1, 2. Ich check überhaupt nichts. Vor allem, weil es auch nur 2 Welten gibt. Weil es so noch nicht gelangt, oder was? Ich glaube, der Watson muss an einer ganz bestimmten Position stehen. Oh, wieso? Dann muss man Vierer springen. You'll run out of Und hidey währenddessen holes muss der eventually. Kürbis schon in der Luft sein und runterfallen. Verstehen Sie mich? Ich Vollidiot. Watson, is that you? Das gefällt mir alles. Haben wir eigentlich das schon alles ausprobiert? Da? I can hear you, Watson. Watson, is that you? Oh, 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 oh. Ich kann nichts drucken, ich kann nichts drucken, ich kann nichts drucken, ich kann nichts drucken. Es dauert, dauert. Jetzt da die drucken? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jetzt ist er wieder hinter There dem he Scheißding. goes, frolicking away. Jetzt, pass auf, jetzt probieren wir was. Was passiert, wenn ich so. Ja, ich kann währenddessen auch nicht interagieren. Ich kann keine 2 Sachen gleichzeitig machen. Es funktioniert nicht. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Show yourself, my friend. This is no time for hide and seek. Vielleicht, wenn der Kürbis auf dem Busch ist, Watson sich hinterm Baum versteckt. Habe ich schon probiert. Wenn's Haus normal steht, mal die Wolke über den Kürbis ziehen und schauen, wohin er landet, wenn's ihn schleuderst. Ich kann die Wolken nur da platzieren oder hinterm Haus. Ich hab's, glaube ich. Watson hinterm Baum. Kürbis vor den Busch, nicht auf den schrägen Busch und dann die 90 Grad auf den Busch, damit es den Kürbis wegkatapultiert. Du meinst quasi so, Testing. da glaube ich passiert auch nichts. Testing. 1, 2, 1, 2, 1, 2. You can be such a Geht nicht. child. 1, 2, 1, 2. Geht nicht. Wenn er hinterm Baum ist, interaktiv auf Kürbisplattform. Ich kann nichts. Interaktiv auf Kürbisplattform kann nichts. Was passiert denn eigentlich da? Da kann man nicht aufschießen. Ne? Wenn der Kürbis auf dem Busch steht und dann 90 Grad auf dem Baum. Es geht ja nicht. Das geht nicht. Du musst mit dem lila Ding, wenn ich jetzt hergehe, You'll run out of hidey holes eventually. das war nicht, was du gemeint hast, das war jetzt wieder mehr Dusel als Verstand. Jetzt pass auf, jetzt haben wir's. Den scheiß Kürbis nicht, boah, leck ist das eine miese Trap. Boah, leck ist das eine miese Trap.
Wenn du den Kürbis da aufhaust. Wenn du den Kürbis da aufhaust, dann bleibt er da bicker. Was für Pimmel. Was für Pimmel. Jetzt pass auf, den der wir da her. So, jetzt zwingen wir einen Sherlock da her. Watson, is that you? Interaktiv. So. Na, oh nein, Wasser. Nein, das Wasser hat noch this angeschaut. is where you were hiding. Testing. Testing. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, There he goes, frolicking Testing. away. jetzt geh hinter den scheiß Baum. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Du Spacko. Hops geh, der zieht nicht oben. Watson, is that you? Ich hab's doch noch nicht gleich. Fürchte ich. Nochmal so. Watson, So. is that you? So. So, jetzt versteck dich hinter dem scheiß Baum, du kleiner Giftzwerg! So this is where you were hiding. Testing. Testing. Jetzt wenn er nochmal mit Testing sagt, dann flippe ich aus. Testing. 1, 2, 1, 2, 1, 2. And there he goes, frolicking away. 1, 2. Bobby, wir sind für 87 Monate, aber dritt gerade erst eingeschaltet, noch was versammelt. Ein bisschen was, ein bisschen Ahnungslosigkeit. So, und jetzt schalten wir den Scheiß aus und dann hauen wir ihm den Ding ins Gesicht. Show yourself, my friend. This is no time for hide and seek. Ihr habt's doch gerade zugeschaut, das ist doch gerade gegangen, oder? So rum. 1, 2. Finally! Watson, is everything all right? Testing. It wasn't me who pushed you. Eben schubst mir hinten neu. Gott, bitte lasst mir aus dem Ding raus, das ist so schwer! Testing, testing. Do you think yourself funny? You should stop sniggering and get some food into you. You're very pale. Where did we end up anyway? Was müssen wir jetzt fuhren, oder was? Schreck mir weg! Miles. Nein, nee, sie schon wieder mit ihren... Mr. Holmes! It seems I've misplaced my satchel. Help me get it back. I can't, my dear. You're way too far, unfortunately. Bring Emma die Tasche zurück. Okay. Do something, Mr. Holmes! But I am, madam. I am watching and waiting. Da können wir nichts da. Da Watson, ist der Holmes. is that you? Da versteckt sie Testing. wieder einer. It'd seem I'm seeing double. Testing. Testing. Watson, wake up. Nap time is over, my friend. Das soll ja aufhören mit dem Scheiß. Nein, jetzt ist ja auch noch da. Was sehen wir mit dem? Interaktiv. Watson? 1, 2. No, not you. The other you. Okay, dann interaktiv. Ist das die sogenannte Badewanne wieder? Machen wir mal Wasser rein. Ja. It's time to wake up, old pal. Okay. First try. Holmes, is that you on the other side? First try! Where are we? No idea, Watson. Try and join me, would you? Still, I'd rather not jump over this strange white bar. It looks dangerous. So, da ist die Tasche. This place reminds me of something. Ja. Das ist das Badezimmer oben in der Villa. Aber was ist mit ihm da? Come on, Watson, jump. Are Wie you bringen wir crazy? ihn jetzt We're da so high um? up. Okay, da schaut er dann zu ihrem hin. Holmes? Okay. Ja, und jetzt? Ja, jetzt fahren wir ihm über die Finger drüber. Grau und Bärtig schreibt doch kein dritter Stream. Warum haben wir schon so weit? Das ist doch immer noch Kapitel 4, oder? Oder geht's jetzt forever nur noch mit der Scheiße weiter? Dann kriegen wir einen Vogel.
Klick auf den Pfeil. Gut, das hilft mir nicht recht so weiter. Ach, jetzt kommen wir da vor dem Arbeiten. I'm right by your side, Miss Files. Dr. Hey, wir Watson, kommen jetzt da um I mich. can't see you. I'm right Das check ich here. nicht. Seht ihr das I da? just Ja, ja. have to find how to get back up. How to get back up. Come Das ist on, wieder irgend so you're ein almost there, Doctor. Sprungschanz. Das ist das gleiche. Wassereffekt. Wieso? I know you can do it. Was sagt uns dies? Push, Dr. Watson. Push. Ziehen. Na, das hilft uns auch nichts. Interaktiv. Come on, you're almost there, Doctor. Viel mehr kann ich da nicht tun. Ich glaube, der Watson hätte in die Badewanne fallen müssen, dann würde er da nicht hängen, oder? Nevermind. I know you can do it. Metal Chefe und Chat, Herr Harlequin, Harvard Ehre. Lass mich kurz überlegen. Ist eigentlich, gibt es ja eh bloß diese zwei Interaktionsmöglichkeiten. Was haben wir da noch? Da haben wir, ach, der hängt da und da. Oh, was hilft mir das? Das interessiert mich nicht mehr. Da kann ich auch bloß umeinander fahren. Da war auch noch mal eine Taschen, aber... kannst du den Watson in die andere Richtung ziehen? Hätte ich probiert, habe ich gemeint, aber ich glaube nicht. Aber warten wir noch mal, bis er sich noch Push, mal... Dr. Watson. Push. Push, Dr. Watson! Ich kann... Come on, you're almost there, Doctor. Wenn ich jetzt ganz nach links ziehe, was passiert I dann? know you can do it. Nein, das geht nicht. Kann sie... warte mal, vielleicht kann er sie... Ja, warte mal. Nochmal zurück. Eins nach links. Vielleicht nimmt er sich da Come dann... on, you're almost there, Doctor. Weißt du schon? Ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Sag ich denn! An der Tasche einhalten halt! Ja, Fortschritt! Bring immer die Tasche zurück. Für was ist die Tafel und das Gatter am Boden? Much better. Wird doch schon wieder hochgelungen. Dr. Watson, here I come. Dr. Watson, here I come. Thank you, Miss Files. You'll never believe what I've seen. Holmes' ghost. It was all flat and white. Ghosts don't exist, Doctor. I heard that, Watson. Holmes, you're alive. How can we get to him? How do we get to him? Hilf Emma zurück auf die mittlere Plattform. Hey! Did someone just push me? Ouch! Nochmal zurück. Hat sie nicht das Kreuz gebrochen, okay. Ooh, this slap was preternatural. Hilf Dr. Watson zurück auf die Plattform. Dann machen wir es so. So. Also. Sag's nicht dem Shirt. The three of us reunited. Testing. Okay, das war einigermaßen durchschaubar, aber das mit dem Verstecker, das war echt I eine see Zeige dead Nummer. people everywhere. Oh, I believe I understand what's happening. Do you, Mr. Holmes? It's obvious. Mr. Holmes? This is a convention of fans who dress up as us. Great work on your costume. Holmes und Watson And Festival. I'm Freunde dich something mit of an einer Gruppe expert on Fans an. disguises. That would explain the fake moustache. That was a gluing accident. Testing. Gluing Accident. I think he's trying to show us something. Jetzt schubst den die. Mir geht der Paper Watson voll auf den Sack. Finde, wofür sich der platte Watson interessiert. Testing möglicherweise? Für sein. Testing. Look, Holmes, your ghost. Okay, das war Don't be einfach. silly, Watson. It's just another fan. That costume needs some work, old chap. Testing.
I believe he wants to join us. Testing, testing. Come on, jump. Testing. What a coward. Testing 1, 2. Hilft dem platten Holmes dabei, die anderen Use wiederzufinden. the hand. A kick will do. Da machen wir jetzt genau das gleiche. Jump. Testing. Such Testing. cowardice. Testing. Jetzt geht er da Vierer, okay, und schirmen da Vierer, dann nehmen wir wieder Wasser rein und dann spritzen wir einfach auch wieder mit Wasser ab. Come on, we'll catch you. Testing. Testing! Ja, also, hallo, First That Try. wasn't so hard. Das war wirklich nicht so schwer. 1, 2. They look happy. Die zwei machen mich wahnsinnig. Oh, What was that noise? What was that noise? Nein, jetzt gehen wir halt bitte aus How der many floors does Testversion! this building have? Wouldn't that be your vehicle, Holmes? And wouldn't that be Mr. Placeholder on said vehicle? My He's the Sherlock placeholder. Holmes. He's trying to nick it again. Halte die Sherlock-Motive neben den Charakteren an. Endlosdrehung. Stop the Sherlockomotive by our side right this. Oh Gott. Jetzt drehen wir das da mal. Testing. What happened? Rasensprenger! Automatische Bewässerung. Setze die Landschaft komplett unter Wasser. Na, das hilft mir nicht weiter. Mach die Drehung aus, ich wir narrisch! Das hilft mir auch nicht weiter. Die musst du, na. Die musst du. Na. Na. Interaktiv. Na. Sagt Don't das, tell me he managed to run away. das zeigt immer einmal, jetzt hab ich gemeint, da hinten haben sie einen Pimmel drauf gezeichnet. Das zeigt immer, egal wie schnell das ist aus einem Omo, einmal schauen sie nach vorn, einmal schauen sie nach hinten. But he was just here. Testing. Der bleibt immer unten stehen. Ist das ein Wasserradl? Wasser zu Wasserrad, aber ich weiß nicht, was ihr da ein Wasserrad seht. Ich sehe da keins. Endlos bei dem Runden vielleicht zeitlich wann anders stoppt. Vielleicht stoppt das ja woanders und dann kannst du mit 90 Grad das Auto neben den stoppen. Ich glaube nicht. Wir können es ein paar Mal probieren, wenn wir es mit der Plattform auch gemacht haben. Da ist auch dann sofort Film und das sagt mir, das bleibt immer unten stehen. Immer. Und 90... Na.
Also mal in die andere Richtung zeigen. He's gone again. Das hilft uns auch nicht weiter. Ja, es rührt sich ja nichts. Bremsweg, nasse Straße, mehr sage ich nicht, 100%. Aber die bleibt nicht nass, weißt du schon? Schauen wir mal. Testing. Schießt nach innen. Bleibt der immer? Testing. Ja, der bleibt immer innen drin stehen. Na, das hilft uns auch nicht weiter. Mal umdrehen, bitteschön. Dreh den Baum 90 Grad. What happened? My Sherlockomotive. At last. Wie du da auf Aquaplaning kommst, das weiß ich nicht, Alter. Testing, testing. Oh, would you Das like to weiß join, ich nicht. gentlemen? Aber gute Idee, Gwen. Auf das wollte ich eigentlich die ganze Zeit hin, dass irgendwie der Baum dauerhaft das Wasser da umspritzt, aber es nicht zusammenbraucht. No. Oh, come on. Do you really want What's to denn da nicht abandon mehr them für in eine this 40 dreadful Monate? place? No means no. Besides, there's not enough room in our vehicle. This is my final word on the matter. Really? Really? Herr, what's denn da nicht? 10 zusammenbeißen, einen Schritt zurück, 2 nach vorne. Sie regeln das. Uns geht's nicht so. Sie regeln das. Silence! Silence. Don't you feel a bit cramped, Miss Files? I'm used to it, thanks to this bloody corset. Bloody corset. Where are we going? We're going home, Mr. Placeholder. Home? In the Master Era? No! Turn around! We must go back to where we came from! Na bitte She nicht. cannot stay with us! Hands off the wheel! This is my ride. Passiert denn wieder? Na, nicht wieder irgendein gestörter Scheiß. Na! Editor? Bring das Bild wieder in Ordnung. Hä? Hä? Was? Ach so. Was ist mit dem Was ist mit dem Was? Ja, klar. What are they listening in the meeting room? Is that music for the game? No, I think it's the building's new elevator music. Sounds pretty good. We're gonna hear it every day on the way up here, so it might. Kamera be good. stimmt! So, Licht. Wir brauchen Licht. Was tut das Fassel da? Keine Ahnung. Was ist das da? Schrank? Wir brauchen keinen Schrank. Wir brauchen auch keine Schachtel. Wir brauchen keine Kisten. Was sind das alles für Käse da? Jetzt warte mal. So, der Sherlock gehört auf alle Fälle da hin. Hätte ich gesagt gehabt. Dann geht's. Der Watson geht da hin. Er geht da hin. Er geht da hin. Sie geht da hin. Nein. Apparently, Yeah. John Williams composed it. Ja. Ja. Yeah, really? That's what I heard.
Was mit den Schachteln und so auf sich hat, das weiß ich nicht. Schau, halt, stopp, Sonne. I have to admit, I prefer Star Wars period. Ich glaube, Zungenkämpfer. So. Sonne richtig, Kamera richtig, Farbe nicht, Menschen auch nicht. Der Watson und er stimmen nicht. Wieso stimmen die nicht? Was ist das für ein Krampf? Ich glaube, alle in die passende Höhe mit den Kisten und Schrank. Ach so. Okay, können wir mal schnell probieren? Ja, warte mal. Okay. It's a bit repetitive, isn't it? Not sure it's the same piece now. Oh, you're right. It is the same piece. I think the game designers are on edge lately. I heard the studio wants to use AI to replace them all. Seriously? About time. Wer hat sich We'll das finally have some ausdenkt? decent gameplay. You're so mean. Nein, das ist groß! Beide haben's groß! Gameplay. It was even written in Ein the Stufen title. kleiner. Dann der People mal are gullible. weg, Schachtel und weg. So. Wieder zu klar. Nur der Watson stimmt nicht. Wo muss er nur gerade umsterben? Fassel vielleicht, hä? Wer denkt sich sowas aus, Mann? Das hat jetzt nicht gestimmt, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Muss ich nochmal drucken, Entschuldigung? Wer stimmt doch nicht? Ach, der Watson in der Mitte stimmt nicht. Der war ja winzig. Da muss er der Schrank hin, wenn du mich fragst. So, aber was ist mit der Farbe? Watson wieder ein bisschen kleiner. Und kommst auf Kisten auf, ey. Ja, wie soll ich das machen? Ohne Scheiß, wer sich diese Rätsel ausdenkt mit diesen Minigames, ist so ein Genius, das ist nicht der Bock. This is madness! Abandoned ship! Women and children first! Miss Files! Holmes, turn back! It's far too dangerous, Watson. I'll do it myself then. Testing! Hands off that wheel. Versucht die Kontrolle über das Gefährt zu übernehmen. Finally, some quiet. Testing! Testing schon wieder. Let me drive! Get your license first. Kann man noch überall ziehen? We must go back. Emma needs me. Pull. Is there something in your eye, my friend? Ouch. Ouch. And lo and behold, I can't even find the road now. Okay, machen wir das nochmal. Testing! You don't even have insurance, Watson. Let me use that thing, Holmes. That thing is called a steering wheel. Give it. Give it. How does this thing work? Jetzt fährt er wieder. Was müssen wir tun? Versuche die Kontrolle über das Gefährt zu übernehmen. Ja, wer? Ich? Muss ich da warten, bis sie sich Make zwei some room for streiten, me, oder? Sherlock. Hoppala. Ach, das Blenden, das Ding? Testing! Let me drive!
Get your license first. Finally, some quiet. Wir müssen irgendwie beide Scheinwerfer auf sie kriegen. Wieso kann ich mit einer interagieren, aber da passiert nichts? Da wird ein Is there bisschen something in bremst your so. eye, my friend? We Jetzt must kämpfen go sie wieder. back. Emma needs me. You don't even have insurance, Watson. Müssen beide blind sein? Ja, das Gefühl habe ich auch, dass beide blind sein müssen. Aber wenn ich das Auto drehe da hinten, das ist jetzt nicht klar, dann tauschen die Seiten. Und dann ist entweder das eine. It's true. I don't know how to drive. Was soll man das sagen? Scooch over a little. Was soll man das sagen, dass er jetzt da. Let me use that thing, Holmes. That Okay, so weit waren wir noch is nie. called a steering wheel. Ziehen wir ihm das da außer. Testing. Let me drive. Get your license first. Testing. Jetzt sind beide We da. must go back. Emma needs me. You don't even have insurance. Wieso Watson. hängt jetzt er da? Die Papieridioten müssen weg! Why won't it turn? Ouch! 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 Okay, noch mehr einen Schritt weiter, jetzt hängen beide dran. Oh, jetzt kann ich beide blenden. Haha! Njaun! Also so ganz nachvollziehbar war das jetzt nicht, das war wieder mehr Dusel als Verstand, aber egal. Achievement! Die Zukunft. Reise viel zu weit in die Zukunft. Gott, was kommt denn jetzt wieder für ein verblödeter Mist? Im Positiven. Oh, wir haben wirklich in der Moderne schon hin. Jetzt haben wir im Remaster. Holmes? Holmes! I'm here. Ein sehr I cleverer believe we're Wink back at the manor. in Richtung The manor? in der Zukunft wird Spiel Indeed. remaked. And it seems that it has been completely redecorated. Tatsächlich nicht. Wir waren mit einer Trinkpause. Ich muss Pflanzen gießen. We Komm, must Viertelstunde ensure that Werbung, Miss oder was? Files found her way back home safe and sound. Spät ist so ab. Naja, sonst noch eine. Haben wir schon ein wenig. Sherlock, I can't stand up. As if I couldn't do it without someone allowing me to. And yet you're not married. Come on, stand up, Watson. Hilf Dr. Watson hoch. Aufstehen. Ich wollte bloß schauen, was passiert, wenn ich auslose. Man muss Vollgas an seinem Zipfel ziehen anscheinend. Jeepers, Dr. how Watson. strange. I feel heavy. Some sodium bicarbonate will do you good. Testing. 1, 2. Is that your impression of a flamingo? Striking. Was soll das? Striking. Fuß senken. Jetzt gerade ein Tutorial mitten unterm Spiel. Great. Wie ausweichen? Ja, wie? Great. Du möchtest mich nur verarschen, was soll denn das jetzt? Muss ich einfach auslassen. Ah, mir besorgen! Why is it so hard to move? Geht
wie lange geht denn das jetzt da so dahin? Unless it's some kind of Bartitsu balance technique. Interesting. Nein, du das war knapp. The details of the floor are so intricate. It's impressive. Oder ich schwitz in mein Maus-Ei wie, weiß ich nicht, kann das gleich ins Waschbecken einwerfen. There's only a few steps. I know. Vorsicht, Joachim. Was soll das denn? Are you having a stroke? I think gravity may have tripled Holmes. And so is your ineptitude, apparently. Geil. Entschuldigung, Watson, das ist ein Schlaganfall, oder? Hat sie einen Schlaganfall? Es hört aber auch nicht auf! Dass es irgendwie anders wird oder anspruchsvoller, das ist irgendwas. Nein, es ist einfach die ganze Zeit an dem Zipfel da ziehen. Ein guter Witz. Kannst du sagen, was du machst? I did it! Holmes! What day is it? I'm at the door. Well, just ring then, old chap. Und da man mir im Remaster, ist diese Anspielung drauf, dass es ein Remaster ist und die Steuerung dann behindert ist, oder was? Hilft Dr. Watson, die Glocke zu läuten. Too much coffee, Watson. Too much coffee. But why can't I control myself? Wie sollst du denn das bewerkstelligen? Wie sollst du das machen? Okay, Alter, was ist denn das für eine Behinderung? Okay, pass auf. Das ist wie bei den Alten. No one's home, it would seem. Let me try that lock again. I almost had it. I'll crack it open eventually. Was soll denn das? Changed the code. Kann es bitte... Emmett, Gentlemen, is it possible that one of you might have been trying to pick this door's lock, perchance? Have you no shame, Watson? And how do you know my name? Come on, answer his question. I'm trying. Dr. Watson, Placeholder, Irene Adler. Wir waren Irene Adler gleich wieder. Ich habe keine Ahnung. You're Emmett Placeholder. Erinnerung zurückerlangt? That's right. But how did we meet? Ist das nicht in Assassin's Creed so, dass man da auch so Erinnerungen zurückkriegt und so einen Mist? Wenn das jetzt eine Anspielung an Assassin's Creed und Remakes und der ganze moderne scheiß Bullshit der AAA-Industrie ist, dann muss ich mir das Spiel möglicherweise nur zweites Mal kaufen, von lauter gut sein. Irene Adler war die Geliebte vom Holmes, das weiß ich, ich habe nie Sherlock Holmes gelesen. Was ist jetzt gekommen? Entführung. Dr. Watson. Irene. Oh, was ist das? Don't you remember anything? You kidnapped someone. Stop pussyfooting about and be more precise. I'm trying to, but I think the extraterrestrials may have taken over my mind, Holmes. Mr. Wilhelm was right. Preposterous.
Sir, this is a very serious accusation. And who is this person I have allegedly kidnapped? Wie heißt gleich wieder? Katze, Frau, Identität, ich nehm Frau. Gatze. It's a woman. Thank goodness you don't work for Scotland Yard. They're bad enough as they are. And how is she dressed? Oh shit. Schuhe, Schmuck, Kleid. Her dress, contrary to your sinister costume, is an elegant emerald green piece that suits her beautiful eyes perfectly. Erinnerung zurückgelangt. Miss Files. This costume Geil. is handmade, and I'm very proud of it. You Identität. know very well what I'm talking about. I don't. Could you describe her to me? Haare, Persönlichkeit. Da haben wir. Oh, da müssen wir 3 geschlossen. Weil, mich nervt's halt jetzt schon. Wenn das wirklich eine Anspielung ist auf die neuen Spiele, dann. Haare. Rotes Haar! Hair is like an autumnal firestorm, speckled with copper and gold. Erinnerung zurückgelangt. Das macht jetzt wieder so ein Geschloss weg. Are you talking about the fire in the chimney? I could put it out if it bothers you. Katze, Identität, Mumme, Katze. I was talking about the cat of the Baskervilles, of course. Oh, Das you kennen sogar know, ich. animals aren't my thing. Do you want a cat, Watson? I don't. It just came out like that. Too bad. I could use a change of strings from my violin. Katze. Wollen wir noch eine Frau? It's a woman. Well, the jury's still out on that. And how is she dressed? Schuhe, Schmuck, Kleid. Das haben wir ja alles schon gehabt. Ich tue jetzt mal Schmuck. She wears the black pearl of the Borgias around her neck. No, she doesn't. You must be confusing her with another of your other paramours, old chap. My thoughts are all muddy. I feel like I'm thinking of the wrong story. Katze, Frau. Was ist da nochmal? You know very well what Das ist I'm jetzt gerade ein talking bisschen about. komisch. I don't. Could you describe her to me? Was haben wir jetzt gehabt? Haare haben wir gehabt. Ah, okay. Persönlichkeit? Sie flippt ja gerne She has einfach the leicht tranquility aus. of a moonlit night that could Ihre turn innere into Ruhe a gleich einer storm in a Mondnacht. So, und jetzt müssen wir dann da wieder in die I must Identität confess I ein. haven't seen the weather forecast, but I'll keep an eye out for that. Promise. So, Identity. You know very well what I'm talking about. I don't. Dass man sich halt jetzt für das Gelaber anhören muss. Ja, auf damit! Da, ich zwick deinen Sang, du Arschloch! So, jetzt mach das Ding auf. Ja, das kriegen wir jetzt, was soll's. Beschreibung. She's a ginger woman with an emerald green dress and a strong temperament. Why be so evasive? Just tell him who she is and be done with it. Yes, tell me. My brain and my mouth seem to be conflicted, as if she didn't exist anymore. Try to tell him yourself, Holmes. Out of the question. Don't count on me wasting my saliva on uttering her atrocious name. Doctor, could you at least try to spell her name? Breitbauschen. Bauberstein. Bachtub. Was? In dem Breitbauschen. Name is. Brr. I can't do it. Of course you can't. Her name scrapes the tongue in all the worst ways. I'm not sure I got that. What was that first letter? Hat er schon in die Hosen geschissen? Scheißt er gerade in die Hosen? Oder ist er gerade am Kampf verlieren? So kurz davor. Her name starts with an E. Ah, an E.
That's what I thought. Du hast, glaube ich, geheißen Emma. Hat's Emma geheißen, Schoki? So. Das müssen wir jetzt wieder dreimal. Jetzt nehmen wir das unternehmen. Her name is. Now I'm positive you're having a Das ist aber stroke. Scheißdreck. The first part wasn't all that clear. Not that the middle was better, but the last letter is what really eludes me. Letzter Buchstab. Letzter Bauchstab. Letzter Bakte. Was der mir da? Was ist das? Ends with an. Do you need a paper bag? More like a bucket. Das war nicht richtig. Kann man das doch nicht jetzt mal überspringen? Da, ich stich dir ins Auge. Hallo, mach ihn jetzt! Stroke. The first part wasn't all that clear. Not that the middle Entschuldigung, ich was seh dein Gesicht nicht gescheit, was the da los? last letter is what really eludes me. It ends with an. A. An all right. So, letzter. Schlüssel rein jetzt da. Jetzt Breitbauschen. Na, Breitbauschen haben wir schon gehabt, oder? Haben wir Breitbauschen schon gehabt? Ich weiß nicht mehr. Da waren wir Bachtups rein. Ich nehme mir das da. Es ist, Herr Salim, du hast absolut recht. Das ist ziemlich für Try and Error. Das ist bis jetzt die schwächste Stelle. Sag ich, was es ist. Jeepers, Watson, what a striking bovine impression. Man kann halt diese Dialoge nicht überspringen und das ist permanent das Gleiche. What was it again? Es ist ja kurz mal lustig mit dem aber nach dem 8. Mal. Der Mitte. It was. Moo Cluck, cluck, quack, quack, What the? Nochmal von vorn. Mumu Pipi Kaka war's nicht. Moo! Jeepers, Watson, what a striking bovine impression. I must have missed the middle part. What was it again? So, jetzt nehmen wir nicht die Mitte, wir nehmen die Might. It's. With 2 M's. Um zu verstehen, glaube ich, warum er so umeinander druckselt. Just like me. In einer Zeit, wo die sind, existiert Emma nicht. Deswegen kann es er nicht aussprechen, weil die Frau nicht existiert. So, hier, buchstabieren jetzt. Bitte! Hilf Watson sein Gedächtnis auszusprechen. Ja! Emma. 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 Doesn't ring a bell. And yet I feel a strong urge to slam this door shut. As if to protect myself from some past crime of mine. Adieu, gentlemen. Engländer sagen Adieu. Miss Files really is gone. Miss Files! I'm No! truly sorry, my friend. What about some dinner? I'm starving. Ich wish das sehr mal wie Yes, Watson? I want to go home. Oh. Oh, das ist so traurig, der Dr. Watson. Oh. Da waren wir schon mal. Come on, Watson, don't be so glum. Haben Autos früher wirklich so blubbert? You still have me. And you handled those stairs beautifully on the way down, like the big boy you are. See? You're making progress. What's the point, Sherlock? Here I am, alone, once again. Oh. No, here we are. Just the two of us. Just like the good old times. You know that I am here. Forgive me, Holmes. You're right. Our friendship is all I have left. I should enjoy it. Just what I wanted to hear. And on that note, let us go back home and enjoy the nice hot bath waiting for us. Frau Freund? Das kann ich nicht glauben. A
Ich wollte gerade sagen, das hatten wir schon Let mal. me read that. Dni echt. That's not Latin. Indeed. It's Greek. It means a storm is coming. Watson, please check that we have an umbrella in the back. Testing! You've been here the whole time? In those bags? Testing! Ah, I knew we'd be stuck with them. I did say that we shouldn't bring them with us, Watson. Let's correct this mistake once and for all. Brace yourself, my friend. Ich wollte gerade sagen, es geht nach hinten los. Nicht gut. Bitte nicht wieder in Version 01. Sherlock. Up to their home, of course. Zurück in die Vergangenheit der Zukunft. Reise nochmal in die Vergangenheit. One, two. I don't think they're thrilled at the idea of going back where they came from, Holmes. Don't fret, gentlemen. We're taking you back to the fan convention. Testing! Gib ein anderes Ziel in den Tipitron ein. Wie? Ist jetzt durchgeliert. Head's gone. I think we're going backwards. It's just an optical illusion, Watson. Hä? Was ist da jetzt anders, wenn der Ringschirm jetzt auf der anderen Seite ist? Drück mal mal mit diesen, schauen, was passiert. Wird das Ding jetzt stärker oder? Ich tue es nochmal. I've got this. I think we're having some technical difficulties. Unfortunately, I don't have the tools we need to repair it. Okay. Tools to repair it. Kann man sonst irgendwo hindrücken? Man kann sonst nichts. Ich tue es nochmal. Don't Ja, schlimmer panic. wird's einmal. It's smoking again, Holmes. If only I had a tool at hand. Are you sure we're still going the right way? You're making me doubt myself. Was passiert denn, wenn man... Er dreht sich einfach dauerhaft, oder? Jetzt Flaschel von links nach rechts. Ja. Aber... Jetzt passiert... It's all under control. The Yes. car is going to catch on fire. Without the proper tool, I'm powerless. Er schaut dann so Watson. nach hinten zu ihren da, aber There's no cutting it. We're going backward. Backward, forward, as long as we're moving. wo hab ich denn? Was ist denn das alles? Okay. Das schaut, ich weiß nicht, was sei es, aber vielleicht ist das ein Werkzeug. Oh, hoppla, das wollte ich nicht, Entschuldigung. When did you learn to speak Latin, Watson? Oder jetzt rückwärts geht. So, nochmal, drehen wir nochmal. We must have driven over a rock. I think we're having some technical difficulties. Ja, und er schaut dann da hinten. Das heißt, ich muss irgendwie ein Werkzeug da hinkriegen. Jetzt pass mir auf. Holmes, I think we're going backwards. It's Ja, just an optical illusion, Watson. kommen wir zu. Aber wie kriege ich die Flaschen aus seiner Hand? Ach, die tauschen. Da muss mir etwas haben. So.
So. Jetzt pass auf, wenn das kein Werkzeug nicht ist, dann weiß ich es auch nicht. Komm. It's quite slippery. Slippery. Oh, thank you, my friend. This will be very useful. Sehr schön. Nobody's driving now. It'll only take 2 minutes, Watson. Patience. What now? Was hat er nur so? Nix. Ach, das war's schon. Flashbang! Oh Gott, was kommt denn jetzt wieder? Na, was? Was? Das ist ein Oszilloskop. Warum? Was muss ich denn tun? Was muss ich denn tun? Ich weiß nicht, was man das sagen soll. Kann ich da irgendwas tun? Ein Oszillator. Was hilft mir das? Warum ist da die Straße ein wenig kaputt? Die rote Strich schaut brüchig aus. Ja, ja. Warte, mit dem müssen wir gerade... Aber es ändert sich an der Fahrweise auch nichts. Warte mal, schießen wir mal. Ah, das bringt ja nichts. Ich hab doch das Auto gerade in den Tee geschossen. Wer denkt denn das aus? Wer denkt denn das aus? Da fliegen wir zweit. Das haut gar nicht hin. Nein, das haut auch nicht hin. So geht es nicht mehr. Ja, ich sag nichts mehr dazu. Wer sich das Zeug ausdenkt, I'm almost done. weiß der Teufel. Testing. Weiß der Teufel. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Glatte 10 von 10. She'll be as good as new. Das riecht nach einem neuen Kapitel, hä? Ziel unbekannt, geht zwischen Raum und Zeit verschollen. Haben wir jetzt auf einmal in der Real World. Kapitel 6. Proto, Alpha, Beta, Master. Wo sind wir jetzt? In der Pre-Prod. Charakteranimation. So viel erst nach Release testen. Keine Wände oder Hintergrund. Proto-Test Interaktionssystem. What? Did we get lost again? Watson? Watson? Well, seems like I'll have to comb this snowy plateau to find him. Ow! Oof. Ah! Ouch! Oh! Oof. Ah! Wow, I got some serious spring.
Ow! Ja, wir kommen jetzt da jemals wieder zurück. Ouch! Okay, so. Ouch! Ouch! Ja, geh weiter. Ouch! Ouch! Ja, dann muss da weitergehen, aber ich muss irgendwie da oben gehen. Ow! Na. Na. Ow! Dann müssen wir doch da rauf. Ah. Das habe ich nicht gesehen. A rock. Zu kleines Budget. This Entferne is a ein Post-it vom dangerous Whiteboard. Das ist gut gemacht, ey. Didn't think I could jump that far. Kletterrätsel verbessern. Wieder mal vor... Weiß ich nicht, was das ist. Ouch! Hoppla. Okay. Ouch! Alpha, Rätseldesign. Ouch! Ouch! Aber. So. Ouch! Hoppla. Oh! Must have had... Watson! Holmes, help me! I think I'm going blind. All I see is white. Just wipe down your glasses. I'm coming. Hoppla. Ouch! Ja, sag einmal! Oh, was hilft mir das? Ach, die ist bloß eine Zeit lang weg. Ouch! Oh. Oh. I wasn't thinking about going this way, but it'll do. Ow! Was hilft mir das, dass da dann, weißt du schon? Ouch! Ja, da springen wir natürlich direkt ohne. Ow! Ouch! Was hat das zu bedeuten? Wieso kann ich... Ouch! Das verstehe ich nicht. Ouch! Ow! Wow, I got some serious spring. Muss man wieder früh aufstehen, schau den Rest dann morgen und nachschaust gut. Nadine, hauen Sie sich hinein, danke für die Tipps, aber ich kann noch schnell einen brauchen, weil ich schon wieder nichts mehr kapiere, was da los ist. Du kannst den Post-it noch weiter hochschieben, wenn die Lampe weg ist. Nö, kann ich nicht. Ouch! Kann ich nicht. Aber irgendwas muss mit der Lampe zum Tor haben, weil wenn die Lampe weg ist und ich spring da irgendwo da oben, da fährt auf einmal mit der Kamera einer. Es geht auch manchmal runter. Ja, das stimmt aber heute nicht. Da rührt sich gar nichts, ich kann mit nichts interagieren. Mit nix. Herr Löwensepp! Dann ist das Spiel mit der Inti-Engine gemacht, weil Engine-Oberfläche ich erkannt habe vom Aufbau her. Was ist denn, was ist denn Initi-Engine? Du meinst Unity. Mit Unity, aber schauen die Engines mittlerweile in der Oberfläche alle zu 90% gleich aus?
Was tun wir jetzt da? Was tun wir jetzt da, Kinder? So kommen wir nicht weiter. Didn't think I could jump that far. Hilft uns das da hier hinten irgendwas? Nein. Lameweg, Post-it mit roten Magneten runter, dann raufspringen. Ah, du meinst währenddessen mir nicht umstehen, oder? Ah, ja, es geht halt einfach nicht. Es geht halt einfach nicht. Ich kann nichts tun, wenn die Lampe weg ist. Da, ich kann... Keine Ahnung. Probier mal den auffälligen roten Knopf, da sollte es weitergehen. Es ist ja... Leid. Wie lang zuselt denn jetzt da schon an dem roten Knopf umeinander? Ich kann nicht. Es geht nicht. Da, ich kann nichts machen. Also Gitarren spielen. Hoppla. Hoppla. Na, es gibt nichts zum Interagieren. Ist ein Bug. Glühbirne in Lampe. Kann man mit der interagieren? Ja, okay, weiter. Kann ich aber auch nicht interagieren und nix. Na, da sterben wir einfach. Ich bin gewillt, ich bin kurz davor, dass ich aufs Fragezeichen drauf drücke. Links gegen die Wand, dass unten hinkommst. Habe ich schon jetzt 25 Mal probiert. Es funktioniert nichts. Had too much coffee. Es passiert schon Apps, aber ich check nicht, was da stehen soll. Keine Ahnung, bin noch kurz da. Gerne musst du den roten Punkt bei dem Sticky Note nicht runterziehen. Es geht halt nicht. Nope. Hupft noch weiter, vielleicht gibt es woanders noch was. Wenn du gegen die gemalte Glühbirne springst, habe ich auch schon ein paar Mal probiert. Interessiert keinen. Zwischen die zwei Post-its kannst du nicht runterhüpfen. Habe ich jetzt auch schon 35 Mal gemacht. Vielleicht während die Lampe im Bild ist, rechts gegen die Glühbirne springen. Ja. Passiert nichts. Oberspringen passiert nichts. Grau und bärtig. Sag mal, was zum Tor ist. Der Zeitpunkt ist gekommen. Du hoch, Knopf runter. Na. I wasn't thinking about going this way. Passiert but gar nichts it'll zwischen den do. zwei. Das ist ein Bug, glaube ich. Das müsste eigentlich gehen. Musst du auf die Lampe drauf. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber ich kann mit dem Ding hier nicht interagieren. Es passiert nichts. Und irgendwie, ich wollte es gerade sagen, haben wir nicht schon einmal irgendeinen Bug gehabt, wo wir Spanner starten haben müssen? Ist jetzt der graue Bärtig nicht mehr da, dann kriege ich beim Vogel. Ich habe gerade geschaut, den roten Punkt musst du runterziehen können, um was Neues freizuschalten. Reset. Ja, das war mir jetzt auch ein wenig komisch vorgekommen, gell? Gut, machen wir nochmal zurück. Das machen wir noch. Abenteuer, das ist mir jetzt auch ein wenig sehr spanisch vorgekommen, sehr spanisch. Vielleicht ist es ein absichtlicher Fehler. Ja, aber das darf mich auch nicht wundern. Sag ich, was ist. So, wo waren wir da jetzt? Wo haben wir da jetzt hin? Wo haben wir da jetzt hin? Ah, ja, stimmt. Warte mal. Hoppla. Oh, so. Ja, fick dich, Alter. Genau. So weit waren. Ihr habt es alle gesehen. Ich war nicht der Depp. Okay, ich bin schon stark. Das war ein Bug. Muss auch mal vorkommen. Muss auch mal vorkommen. Die Frage ist jetzt, was jetzt. Wo haben wir jetzt? Warte mal. Jetzt meine ich, können wir wieder auffahren. Watson! Wow. Gelangen zu Dr. Watson! Here you are, War ein my Bug. dear friend. Naja, gut, dann halt so. Have you been playing with molasses, perchance? What makes you say that? You're covered with a strange coal-tinged glucose-adjacent substance. What do you mean?
You're all Mann. grimy, Watson. What Das ist bitter, topic so ein did you Bug, crawl ja. through this time? Ist wirklich It bitter. must be because of the crash. The crash? Oh my, the crash. Nadine, hauen Sie Where sich is the hinein. Sherlock-Motive? Gute We Nacht. must find it. Finde die Sherlock-Motive. Die ist hundertprozentig tot. Ouch! Ouch! Ah! Oh! Ow! Ooh! Kriege jetzt den Schwamm nicht mehr zurück. Als Star-Citizen-Spieler kann ich über solche Bugs nur müde lächeln. Ich hab bei Star Citizen aufgehört zu zum Lernen und zum Lesen. Müssen wir die meinst... Ouch! Oh, ja okay, bin schon steil. Ja, bin schon steil. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich so hoch, Ow! dass ich so hoch muss, beziehungsweise so hoch und weit springen kann. Ooh! Ja. Brauchen wir mehr Schmackes, mehr Winkel. Finde die Sherlock-Motive! No! A nightmarish vision. My beloved brainchild is a wreck. Help! Is someone there? Holmes, this sounded like Miss Files. They sounded like Miss It's not, Watson. That was the sound of a leaking carburetor. I assure you, Sherlock, it came from down there. Let's go have a look. Finde Emma. Ow! Ouch! Miss Files. So it was Keine your Pizza bei beautiful Hawaii, face kein Crunch, kein Dr. Spiel. Watson, Mr. Und Holmes! Smiley-Intro. Thank God you found me. It seems something is keeping us apart. We should all be thankful for it. I am stuck here, unfortunately. Don't leave me alone, Doctor. Don't you worry. We'll find a way to reach you. Liste für Vergessenes. Did you find a solution, Doctor? We're on it. Oh! Okay, das war's nicht. Es ist so gut gemacht, Alter. Ich flippe aus. Hey! Wie viele Ideen wollen Sie in ein Spiel reinpacken? What if we didn't, Ja. Watson? Holmes! Nein, das war's nicht. Jetzt pass auf, aber ich glaube, ich weiß wie. Hey! Dr. Watson, I long for your presence. Hold on, just a sec. Hey! Miss Files, Genius! Dr. Watson! are you all right? Much better now. Weren't you with Mr. Placeholder? We got separated during our fall, but I can see his hat from here. We will find him, Miss Files. Not before we find a way out of this cell. Weißt du, musst dir vorstellen, da sitzen keine Ahnung wie viele Leute, das ist ja wurscht, ob das 2 oder 20 sind, die sitzen da irgendwo in so einem Brainstorming-Zimmer und überlegen sich irgendwelche Ideen für das neue Spiel, wo ich das erste Mal seit langem wirklich nachvollziehen kann, dass da jemand gesessen ist und sie wirklich was denkt hat dabei. Und dann sitzen sie in dem Brainstorm-Room drinnen und irgendwann denkt sich einer so, oh fuck, Alter, ich hab die letzten 4 Stunden nicht aufgepasst. Bauen wir einfach das Whiteboard da ein und da springen Strichmannstelle umeinander und so ein Scheiß. Stehen uns da. Das ist die beste Idee ever, das bauen wir ins Spiel ein. Ow! Did you see that jump, Holmes? We're finally in the clear. Und jede noch so kleine Bildschirmwechsel hat irgendwelche Animationen und Dialoge. Das ist wirklich mit sehr viel Liebe gemacht.
Mir gefällt das. Oh je. Das wird jetzt kreislig. 1. Zack. 2. Didn't think I could jump that far. 3. Okay, das war doch leichter, als ich das dachte. Vor allem, jetzt müssen wir... Ouch! Die verhungern über auf halben Weg. Das mit dem Schwamm ist auch schon wieder so... Hey, This does indeed look like Mr. Emmett! Placeholder's hat. I wonder where he might be. Wo ist er denn wieder? Here! Den Abschnitt machen wir schon noch fertig. Tu den mir nicht Sherlock runter. thief has found himself in a tough spot. And he still has the TP-tron in his possession. Emmett, why Schau mir auf die all Uhr, hab ich this? gerade. Why kidnap Ich hab me? schon gesehen, dass die Szene ist. Yes, why? Mich wundert das nicht mehr, weil das I'm Spiel so wirklich sorry. absolut genial ist und I just wirklich wanted sehr to viel be Spaß free. macht. Free? Es ist so, seit langem mal wieder, dass ich das Gefühl habe, Help me, ich please. spiele hier ein Not before you Videospiel. told us So, everything. Very well. kein irgendein Competitive Schmutz oder was weiß ich was. It all began in our manor. Our manor? The one I inhabited long before your time, Emma. Back then, there was no way out of this place. I was a prisoner of this house. I had but one desire. Ja, das wird auf alle Fälle ein dritter Stream. Ich weiß ja gar nicht, wie lange das See the ist. world and meet its people. Wir spielen das auf alle Fälle fertig. Das spielen wir I began fertig. working James on a Bond machine wahrscheinlich eher that would nicht. help me escape. That could teleport me far away from here. Und Alpha I named 1.0. it TP-Tron. Tippi! Eine Tippi von meinem Portal! Unfortunately, I couldn't get it to work. Or so I believed at first. But when I came back to the hall, something had Flash schreibt, changed. jetzt bist du ein ganz kleines Stück über der Hälfte. Du, wenn wir noch zwei Streams brauchen, umso besser. That's when I heard you Weil come das ist in the eines der besten Spiele, die wir jemals gespielt I haben. let the TP-Tron slip Genauso from my wie There is no hands. game. Then I started falling and falling, falling without end. Jetzt Kini James Bond dauert 20 Stunden. Myself in a very Kriegen wir nie fertig. place. Somewhere different. I looked around, and that's when I saw it. The Wall of Fate. As I walked closer, I realized that I was wrong. I hadn't escaped through space, but through time. Before me lay the opportunity to break my chains. The temptation was too strong, so I swapped our places. I was finally free. I took some clothes to change my appearance and named myself Emmett. Emmett Placeholder. The one who would travel the world. I know I was selfish. Die wahre Wahrheit. Finde For heraus, that, was Emmett deeply vorhat. sorry. I just wanted to live. Emmett. I can't hold on much longer. Fine, but first just throw us the TP-Tron. I'm about to fall. Emmett, no! Didn't he just fall with the TP-Tron? Oh, Nicht den Schwamm einfallen. Oh, perfektes Timing! Kapitel 7. why Elektroschock. is everything so dark? Hello? Emma? Dr. Watson? Mr. Holmes? Am I dead? I must be Wo ist er dead. jetzt denn eingefallen? Ist er ins Handy? Oh no. What are these things? I might not be dead after all. I can't stay here. I must get my hands on the TP-Tron. Und so geht's jetzt da weiter. Man kann im Handy in die App so mal es ist so schön gemacht einfach. Ich liebe dieses Spiel.
Mehr mag ich nicht sagen dazu. Ich liebe dieses Spiel. Warum gibt's nicht mehr von sowas? Ich verstehe es nicht. Und wir können uns gleich mal immer etwas Neues, das was der Geibel schreibt. Es fühlt sich einfach an wie ein Computerspiel, wie früher. Sicher, vieles davon ist Try and Error. Aber egal, du sitzt nirgendwo länger mal eine Stunde da und checkst nichts mehr. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie mit Monkey Island 1, gut, da waren wir Kinder, aber egal, eine Woche lang da gesessen sind, bis wir herausgefunden haben, ja, du brauchst den Eimer und dann gehst du den zwei im Zirkus und dann kannst du die aus der Kanone schießen lassen und dann kriegst du Goldmünzen. So ganz eine einfache Kombination. Da haben wir Wochen gebraucht als Kinder und haben uns gefreut wie die Behinderten, wie wir es geschafft haben. Da haben wir noch die Geduld gehabt. Aber da kommst eigentlich, es ist nicht zu leicht, es ist aber auch nicht zu schwer. Fucking Perfection. Ich liebe es. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Finale, laut Grau und Bärtig so, nächste Woche vielleicht. Schauen wir mal. Aber ich habe halt hab mir auch schon einen Playthrough angeschaut, also natürlich ohne mich zu spoilern. Der dauert 3 Stunden 40. Und mir waren wir genau bei einer Stunde, bevor wir heute angefangen haben. Weiß ich nicht, wie weit dass wir heute gekommen sind. Ich liebe es. Und es hat sich kurz gezogen, finde ich. Schnauze. Das sind 25 Games in einem. Ja, einfach so Minigames dazwischen. Die aus der Engine ausbrechen, mit dem Zieren an die Buttons und so. Das aber trotzdem so ein bisschen beinhalten. Das ist einfach, ganz ehrlich, das ist einfach Game Design. Das ist pures Game Design. Dass man 2026, wo wirklich der Markt mit Spielen überschissen ist, wie es noch nie vorher gegeben hat, sowas Einzigartiges aus dem Hirn zaubert, ist wirklich beeindruckend. Es hat sich kurz gezogen, finde ich. Das war Kritik, lol. Ich kann es nur lesen. Was Kritik, was keine, ich sage nicht, dass es sich gezogen hat. Es ist schon fast Kunst, vergleichbar mit anderen Spielekunst. Ja, du musst es ja so sagen. Die Spiele, die von sich selber behaupten, sie sind Kunst, sind keine Kunst, sondern einfach nur schlecht. Die Spiele da, das da zum Beispiel, das soll einfach nur Spaß machen. Das hat einen schönen Artstyle, das schaut cool aus, völlig zeitlos, das kannst du in 10 Jahren auch noch spielen, was interessiert kann, wie das ausschaut. Natürlich haben ein paar, wie soll ich sagen, der Zeit angemessene Witze drin. Das jetzt da zum Beispiel mit den Smartphones, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in 30 Jahren auch noch Smartphones gibt. Keine Ahnung. Warum gibt es denn sowas öfter? Ärgert mich fast ein wenig. So, habe ich jetzt irgendjemand übersehen? Bobby, merci für 87 Monate. Roli, merci für 18 Monate. Holzi, merci für den Zwickel. Timmy-Boy, merci für den Euro. Ja, SK Flown, merci für deinen Fünfer. Ich hoffe, du bist noch da. Ich habe so Leute übersehen. Auf einen guten Stream. Gemütlich mit der kleinen 2,5 Bier schauen, weil Frau tanzen ist. Mit wem? War Spaß. Gleich schon richtig das Wichtige beibringen. Ja, sicherlich. Und ein Bierschaum aber schlecker. Ich fand den Trailer von denen mit dem ETA am Ende voll geil. Was war mit dem ETA gleich wieder? Was meinst du damit? Das mit dem Remaster, das fand ich nicht so spannend. Ja, okay. Ja, gut. Stimmt. Das war bis jetzt die schlechteste Stelle, wo man die Dialoge auswählen hat müssen. Das war irgendwie... Es war ein bisschen was wie Memory. Du musst da einfach über ein paar Ebenen merken, was habe ich schon gehabt, links und oben, rechts und so weiter und so fort und wie komme ich da wieder hin. War die schwächste Stelle im Spiel. Dafür war das die beste. Testing! Testing, 1, 2, Testing! 1, 2, Testing! Geil, wie viel mehr zu dir. Made my evening. Stark. Was ist jetzt da? Hat sich das Spiel wieder aufgehängt? Und dass so ein Indie-Game mal so einen Bug haben darf. Meine Güte. Meine Güte. Aber für Casual-Spieler, die sich jetzt nicht so ein bisschen auskennen, was tut mir da jetzt? Oh, da kann man schon mal, ich meine, ich bin auch ewig da gesessen und habe mir gedacht, da muss man irgendwas da erkennen. Das geht anderen, die weniger spielen wie mir oder ich, mit Sicherheit nicht besser. Sagen wir es so. Paxi! Ja, deinen Namen habe ich ja schon lange nicht mehr gelesen. Was ist da los? Merci für 64 Monate. Danke für die Belustigung, Birger. Du hast mir den Tag gerettet. LG aus dem Krankenhaus, um Gottes Willen, Alter. Gute Besserung. Ich mag gar nicht wissen, was los ist. Haben wir heute schon mal gehabt. Einen Schritt zurück, 3 nach vorn. Wir weisen mit 3 nach vorn. Paxi, merci dir.
Birger, lässt bitte meine letzte Dono. Oh, jetzt kommt der wieder mit seinem Scheiß daher. Da, jetzt mal so was. Birger, das ist ein Comedian. Es gibt auch ein Video, wo der echte Sänger gefragt wird und er übersetzt das mit: Das Lebe der König verborgt euch vom König. Heute für eine Lüge, Timmy Boy. Lass mich den Witz genießen. Ruhe jetzt. Der Hütti schreibt, kurze Frage, warum darfst du jetzt GTA 6 noch nicht vorbestellen? Kostet wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr wie dann, wenn es rauskommt. Ja genau, warum bestellst du es dann vor? Hütti, sag mal einen Grund zum Vorbestellen. Einen. Warum? Was hast du davon? Herr Löwenmann, weißt du schon ungefähr, wie es mit Annex weitergeht? Wir noch nicht, wann ehrlich gesagt auch nicht. Sag ich, was ist, ich mag nichts versprechen. Im Sommer auf gar keinen Fall. Wenn dann frühestens nach der Sommerpause. Ich hab sehr viele Ideen. Extrem viele Ideen. Jede davon ist gleichermaßen aufwendig. Plus die To-Do-Liste von bekannten Fällen etc. sind bekannt. Ich weiß nicht, was ich als nächstes für Mechanik einbaue, aber wahrscheinlich irgendwas mit, wie man die dicken Rohstoffe farmt. Und dass man verhindert, dass Leute 100 oder 200 Kolonien haben. Wahrscheinlich wird es Lager aufbrochen von den Primärrohstoffen, dass man nicht bloß 100 lagern kann, sondern 1000. Oder vielleicht auch 5000. Und dann steigt die Anzahl von diesen Rohstoffen pro Kolonie steiler an, dass es eine dermaßen hirnverbrannte Sisyphus-Arbeit ist, wer sich da 100 Kolonien baut. Das ist zum Beispiel was. Und dann vor allem, wie man diese Rohstoffe abbaut. Der Untertitel für die nächste Erweiterung in Annex ist entweder Mining Fleets oder Expeditions. Beides mag ich jetzt weiter nicht detailliert ausführen, weil ich selber noch nicht fertig bin mit dem Fertigdinger. Weil je weiter das ich spinne, desto komplizierter wird's und. Und das mit den Raketen, 5 sind doch ein Wing-Wing. Es kann sehr gut passieren, dass die Raketen einfach verschwinden. Weil die nicht zu balancen sind. Und um ehrlich zu sein, habe ich mit den Raketen bis jetzt, da haben wir am meisten Leid gewarnt. Ich sage es, da haben wir am meisten Leid gewarnt. Und im Prinzip verstehe ich es auch warum, weil das so krass snowballt, wenn du 5 Kolonien hast und dein Gegner eine. Du wirst mit so viel XP zugeschissen, dass es nicht mehr feierlich ist. Und der eine kann sich nicht wehren. Ich habe mir in die Falle gute Nacht bei der Triple F Mods und bis Montag, wenn wir sie bis dahin nicht geschmolzen sind. Das kann gut passieren sein. Steffi, bis Montag. Mehr fürs Zuschauen. Ganz anderes Thema. Was sagst du zum neuen Rentensystemvorschlag? Geht wieder mehr vom Brutto weg. Hütti, jeder einzelne Vorschlag, der da gebracht wird absoluter Schwachsinn und Blau wird dann genau, wie ich es gesagt habe, über 30% kriegen. Und bis zum Ende des Jahres reißt es und bis zum Ende des Jahres haben wir Neuwahlen. Ist übrigens genau so, es läuft genau so, wie ich es gesagt habe. Und zwar ganz genau so. An Expedition, Gag-Übersetzung, ich habe euch schon verstanden und habe euch schon gelesen. Aber da müsstet ihr jetzt wieder so viel so viel ausholen. Und während die dann wieder drüber nachdenken, fallen mir 5 andere Sachen ein. Was ich gern mehr hätte, ist, dass sie eine Kolonie mächtiger anfühlt als 5 zum haben. Ich möchte haben, dass sie deine eine Kolonie und wenn du eine neue gründest, dass sie das richtig brutal anfühlt. Und das ist am Anfang auch noch so, bei der dritten ist es vielleicht auch noch so, aber dann baut es ziemlich schnell ab, weil es ziemlich schnell geht. Ich muss mir irgendwas ausdenken, dass man nicht alle 30 Minuten seinen geschissenen Extraktorstumpf von A nach B schicken muss, wo keiner mehr aufpasst und aufschaut. Da haben wir auch schon einmal drüber geredet. Ich bin wahrscheinlich so weit, dass ab dem 2. Planeten baust du keinen Extraktor mehr, sondern du schickst Truppen an diesen Platz, wo ein Rohstoff ist. Und die bauen da dann ab. Und währenddessen kann jemand anders mit seinen Truppen auf den Rohstoff hin und kann deine Truppen killen. Das ist so die Idee, wo ich habe, um mehr Kämpfe zu fordern, um nicht einfach dumm, wo du hin, wird schon passen, da fordert zwar heim, aber mein Gott, ne, und so weiter. Dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, nervt es ein bisschen, dass man
den Extraktor jetzt mal wieder bauen muss und so weiter, das ist irgendwie, macht dieses Spiel besser. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, so immer die Frage stellen, so, macht dieses Spiel besser? Dass der Extraktor irgendwann kaputt ist. Na, macht's dann das Spiel besser, dass ich ihn vorher erst überhaupt bauen muss. Na, etc. Es ist so viel Zeug, was in dem Spiel nicht passt. Es ist auch viel drin, was passt und was richtig gut ist und was Spaß macht und was eine gute Ideen hat. Aber es geht immer nur besser und immer nur besser und auch immer nur besser. Aber jetzt hat die meine Mom auch mitgekriegt. Hallo Mühli, Mom! Da ist Schwitz, magst du mir auch nicht schlecken? Wieso lache ich da noch eigentlich? Das muss ich ernst. Der Hütte schreibt, ich denke mir allebei, dann immer gegen die Blauen arbeiten will und das auch öffentlich sagen, aber in meinen Augen stellen sie die so blöd an, dass die Blauen genau zuarbeiten. Gerade rechter so in meine Augen. Herr Hütti, meine Rede. Blau muss überhaupt nichts machen. Und diese Scheiß, ja, die rechtsradikal, alles, ich kann es mir erstmal wurscht. Ich bin so weit, das ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir scheißegal, Diggi. Und wenn's mich noch 24 mit Super-Nazi nennst, I don't give a shit. Und ich bin satt, dass ich drüber nachdenken muss, was ich sag. Ich habe es satt, okay? Das ist übrigens auch was ich vor 2-3 Jahren schon predicted habe. Ja, nennt alle Leute Nazis, nennt es rechtsradikal, so lange bis einer scheißegal ist. Alles richtig gemacht. Es läuft genau, wie ich es gesagt habe. Und zwar genau, wie ich es gesagt habe. Nicht bloß so ein bisschen, sondern ganz genau so, wie ich es gesagt habe. Und jetzt gibt's nur eine Möglichkeit, Schwarz erinnert sich wieder daran, wer sie mal waren. Ja? Vielleicht. Macht diese geschissene Brandmauer weg und tut sie mit den zusammen, bevor Blau allein da ist und über 40 oder 50% hat. Da sie aber alles Hosenbrunzer sind mit dem IQ von 5, tun sie es wahrscheinlich nicht, sondern schreien weiter, ihre Partei ist alles Nazi. Halt dein Maul. So. Hast du das schon vorher gewusst? Weißt auch, was noch kommt? Ich will den Satz verstehen nicht ganz, Milli. Ich muss jetzt mal leiser dran, mir klingeln die Ohren. Ja, Markus Sobi, du bist noch nicht so lange dabei, gell? Du bist noch nicht so lange am Stissel. Um Gottes Willen, was soll denn der Geibefisch wieder? Kruzifix. Löwenmann, weißt du schon ungefähr, was mit Annex weitergeht? Ich halte Sie auf dem Laufenden, aber erwarten Sie mal keine großen Neuerungen bis ins 4. Quartal. Ja. Ich habe dann im Oktober nicht recht viel Zeit, da wird gezeichnet. Und ich denke, dass ich noch im September wieder ein bisschen anfange mit Annex zum Wursteln. Dann habe ich im Oktober nicht viel Zeit, im November nicht viel Zeit. Und das dann wieder hin so Richtung Weihnachten. Dass dann die neue Runde noch gibt mit einer Major-Änderung im Spiel, die aber das ganze Spiel so ein bisschen auf den Kopf stellt und sich anders anfühlen lässt. Das ist so der Plan. Herr Geibeffi, apropos, kein Witz, vor ein paar Wochen ist der Zug von Linda nach Minga unterwegs, 4 oder 5 Mal mitten auf der Freistrecke stehen geblieben, wegen einem Käfer, den sie in der Steckverbindung der Brutzel hat, Teil 1. Das wundert mich nach der gestrigen Nacht, was ich da so gelesen habe, gar nicht. Da ist doch die komplette Bahn ausgefallen, oder? Teil 2. Dadurch hat die Lok gemeint, dass die Waggons abgekoppelt sind und dadurch ist plötzlich stehen geblieben jetzt mal. Einer im Zug sagt dann, drum heißt es Bug. Es ist auch richtig so. Genau deswegen heißt es Bug. Das ist absolut richtig. Der Begriff Bug, Achtung, 5 Sekunden, ich hoffe, ich erzähle keinen Scheiß, aber so habe ich es tatsächlich auch mal in der Schule gelernt. Die Bezeichnung Bug, also Käfer, kommt davon, früher waren ja Computer riesengroß. Die waren teilweise so groß wie Räume. Und da waren, ich weiß den Begriff nicht, hat jemand Fallout gespielt? So diese 50er Jahre Technik und so, da waren ja immer so Glühbirnen drin. Ich weiß nicht, nennt man die Dinger Relais und so? Ich habe keine Ahnung, was ein Relais ist, ich sag's, was es ist. Aber das waren halt Lampen im Prinzip. Und riesengroße, der Mühle schreibt, waren das nicht sogar Räume? Ja, genau so. Schrankgroß, ganze Röhren, ja, Transistoren und Röhren und so. Und da ein Käfer haben wir noch graben da drin. Und wenn da ein Käfer über irgendwelche Stromkontakte oder sonst was drüber gelaufen ist, dann hat es gemacht. Und dann hat es geheißen, Alter, such den Bug. Search for the Bug. Bla bla bla. Und da kommt der Begriff Bug her. Der hat sich so weit durchgezogen, dass wenn ich in meinem Spiel, wo ich umeinander programmiere, da ist ein Fehler, das ist ein Bug. Oder wenn wir jetzt da im Spiel gerade haben, ja, ist ein Bug. Sagt man schon immer so. Weil es warm geworden ist. Kurz ist es einmal warm geworden.
Kommt von einem Käfer, der was im System war, oder? Ja, genau. Aber damals noch in der Hardware. Ich glaube, das geht zwar heute auch noch. Ich glaube, wenn sie, weiß ich nicht, ein Winkelnetzspinn in dein PC einsitzt und dann in deiner Grafikkarten in den Ventilator reinfährt, kann passieren, dass dann kurz funkt. Ich habe keine Ahnung. Der Bug hat mal eiskalt einen Zug um 1 Stunde später kommen lassen. Bad Bug. 1 Stunde Verspätung bei der Bahn haben das nicht, wenn die nicht standardmäßig mit eingerechnet. Das ist Mathe, oder? Hui! Hui! Haut sich die Schuhe davon. Stark. Haben die restlichen 411 Leute, die noch da sind, überhaupt auf den Like-Button gedrückt, meine Damen und Herren? Habe ich vergessen zum Sagen. Naja. Der Hütte schreibt, Alter, mir ist in der Arbeit ein Kornfloh zwischen Bildschirm und Bildschirmglas eine. Und der ist jetzt da forever. Oh, der wohnt ab jetzt noch. Wie geht das? Das nennt sich nicht Verspätung, sondern Zeitverschiebung. Ja. Die Grafikkarten halt auch so ein depperte Hauswinkelspinn wahrscheinlich noch aus. Es kommt drauf an. Wenn es der ganze Groß, wenn es der Hitler himself ist, dann nicht. Löwensepp! Und das mit dem Extraktor, allweil immer wieder bauen, nervt auch ein wenig. Und dass das Lager nur maximal 9000 Rohstoffe haben kann. Und meiner Meinung nach kann ein Gebäude ruhiger wegen mehr Stufen haben als 30. Ja, na. Es gehört alles in Notdeier gemacht. Das Lager wird nicht größer. Was hat das zur Folge? Rohstoffe fühlen sich noch wertloser an, als sie es eh schon sind. Wenn, dann kommt genau das Gegenteil. Alles kosten noch mehr. Gebäude kosten ab Stufe 15 schon die ersten blauen Rohstoffe, dann von 20 bis 25 kostet die roten, von 25 bis 30 kostet die weißen. Die weißen kriegst du natürlich erst auf dem 3. Planeten und so. So erschließt sich mit jedem Planeten, gingen neue Türen auf und. Das Spiel kehrt so gnadenlos ausbremst, wie es noch gerade irgendwie geht. Gebäude mehrer Stufen braucht es auch nicht, dann wird es noch schwerer zum Balancen, weil die Gebäude, das muss ja einen Nutzen haben. Ja? Und wenn ich so eine Gebäudestufen ausbaue und die recht teuer ist, dann soll das ein ordentlicher Plus kriegen. Und nicht bloß, ja, jetzt habe ich 4 Energie mehr. Das hat mir aber einen ganzen Tag Scheiße farmen gekostet. Viel Teufel. So, das ist unfassbar schwierig, da, wie soll ich sagen, Inflation in NX, alles kostet mehr und hast weniger davon. Ja, genau. Im Prinzip ist nichts anderes wie Inflation, ja. Zwischenzeitlich waren es einmal 2, aber merci für den Euro, Löwensepp, merci für deine 2 Donations, Herr Geil-Buffet. Ich weiß nicht, was das für Beträge sind, bist du Face Roll drüber und hast du gedacht, ich schreibe jetzt einfach, oder? Merci dir, Schluss. Aber wenn es da wieder losgeht, dass ich mich wirklich hinsitze und wirklich Gedanken mache, wie bauen wir was um, dann kann es sowieso einmal passieren, dass wir uns nur mal im Stream dem widmen. Vielleicht auch einmal nur auf Twitch, oder auf YouTube, ist ja vollkommen wurscht, auf YouTube am Wochenende im Winter hinein und wirklich einmal miteinander brainstormen, was war cool. Wie kann man das umschiften? Was kann man da, das nervt ein wenig, das nervt ein wenig. Und keiner braucht sich irgendwas scheiße, so mit, mich nervt das. So wie er jetzt zum Beispiel das Lager nur maximal 9000 Rohstoffe haben kann. Wenn das jetzt die ganze Spielerschaft sagt, dann höre ich schon zu. So ist es jetzt nicht. Ich mag das jetzt nicht sofort wieder im Hals umdrehen. Wenn das andere Leute auch so sagen, dann sagt's mir das. Wenn es dann um das Thema geht, hey, 9000 Rohstoffe pro Grundrohstoff, ist das zu wenig. Dann sagen vielleicht, ja, ich mag nicht bloß ja oder nein hören, ich möchte hören, warum. Warum? Zum Beispiel jetzt halt. Und dann kann ein Gebäude ruhig mehrere Stufen vertragen als 30. Warum? Damit du mehrere zum Ausbauen hast, damit du durch deine 120 Kolonien durchklicken kannst und klick machst. Ich möchte eigentlich genau das Gegenteil. Ich möchte eigentlich, später, wenn du 10 Kolonien hast, möchte ich verhindern, dass du 10-mal einen Extraktor jede halbe Stunde schicken musst, weil das einfach repetitiver Bullshit ist. Da überlege ich schon lange, wie man das macht. Dass man die Kolonien miteinander verbindet, irgendwie, und dann der einzelne Extraktor stärker wird, oder wie auch immer. Ich weiß noch nicht.
Birger, weißt du eigentlich, wieso sich Taucher mit ihrer Sauerstoffflasche und Ausrüstung immer rückwärts ins Wasser fallen lassen? Wenn es vorwärts machen, würden sie wieder ins Boot liegen. Das Wölfchen schreibt gute Nacht zusammen. Wölfchen schleicht dich. Triple F ist Wölfchen und den Rest der Moderatoren, bevor sie sich schleicht. Goddammit. Wo habe ich mein Schauwi? Lebensweisheiten. Triple G. Ja, Freunde der Sonne, was ist mir jetzt deren? Es ist mir jetzt einfach als heiß, dass ich nur eine halbe Stunde sitzen bleibe und mir das Maul fuselig rede. Ich sag's, wie es ist. Wir haben einfach im Sommer, da kann man auch mal chillen mal. Es ist bald wieder vorbei. Es ist schon bald wieder vorbei. Jetzt wartet mal noch 5 Wochen, dann ist Sommerpause. Wir sehen uns zum letzten Male am 29. Juli. Und dann ist 4 Wochen Sommerpause schon wieder. Das ist wirklich grenzdebil irre. Wie schnell dieses Jahr vergangen ist, das habe ich schon oft gesagt, ich weiß. Aber das war wirklich neidisch. Geh, komm, eine halbe Stunde Politikschmerz. Nein, da haben wir noch nicht so weit. Erst nach der Sommerpause irgendwann wieder. Da haben wir noch nicht so weit. Aber ich bin übrigens an alle, die da überhaupt nicht meiner Meinung sind, ich bin immer ganz ohr, warum es nicht so laufen soll, wie ich gesagt habe, weil alles läuft gerade genauso, wie ich es gesagt habe. Und zwar ganz genauso. Aber da braucht sich ja keiner wundern. Also, seien wir uns ehrlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten 2-3 Wochen, sicherlich habe ich was mitgekriegt, aber ich sitze nicht mehr so viel da und habe permanent irgendwelche Nachrichten laufen oder lies oder sonst irgendwas, weil es wirklich gelangt jetzt einfach. Also, es wird jede Woche dümmer und jetzt wart, bis das Rentenpaket kommt, dann wird es noch dümmer. Dann wird das wird der Peak Dummheit und dann gehen wir in die Sommerpause und dann wir so, in 2 Monaten haben sie es eh vergessen, weil WM ist ja auch noch und weiß es was ist. Der Löwenmann schreibt so, ein Brainstorming-Stream war echt gut. Ja, einfach wirklich einmal die Ruhe machen. Dann nehmen wir da ein X-Mark mit. Das ist ein Programm, wie so ein Whiteboard mit Post-its und so. Da wo wir uns einfach den Problemen des Spiels einmal widmen und miteinander uns ausdenken, das war cool, das war cool, das war cool. Und die Prämisse, die über allem steht, ist immer nicht vergessen, ich bin allein. Ich mache alles allein, ich mache die Grafiken allein, ich mache das Interface allein, ich mache die Programmierung allein, ich mache den Server allein. Und es gibt keine Umfragen. Es gibt nie wieder Umfragen in diesem Kanal. Nie wieder. Wird es nie wieder geben. Ich mache das laut Gefühl, wer sich am Chat beteiligt, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Was ich für ein Gefühl kriege, das wollen die Leute. Unangenehme Politikbeschlüsse zur WM hat Tradition, das ist allerdings richtig, ja. Ich finde ja so geil, die labern den ganzen Tag von, ja, die Leute sind scharf auf Reformen. Das ist grundlegend schon richtig. Aber halt auf Reformen, die uns gut tun. Und nicht die mir sagen, ich soll noch mal 3 Jahre länger arbeiten. Die mir sagen, nein, mit 63 gehst du nicht in Rente und wenn du 48 Jahre eingezahlt hast. Und mehr zahlen mag ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich nicht weiß, für was. Und weil ich meinen Rentenbescheid einmal so anschaue. Und wenn ich da in meinem Leben nämlich schon 60.000 Euro eingezahlt habe oder 70 und mich frage so, wofür, Alter? Das ist was, das verstehen sie irgendwie nicht. So, die Leute wollen Entlastungen und Reformen und bekommen nur Belastungen. Nur! Da ist nichts Gutes dabei. Nichts! Nichts, was das Leben irgendwie einen Funken leichter macht. Null! Übrigens, in der Woche läuft der Tankrabatt aus. Für die Leute, die sie, wie meine Frau zum Beispiel, die heute schon gesagt hat, ja, das Benzin ist schon billiger geworden. Ich hab's seit für uns 63 gesehen. Ja, dann ist ab nächste Woche nämlich wieder bei uns 80. Einfach so von heute auf morgen. Ja, egal. Politiker sollen ja laut ihrem Plan auch in die Rentenkasse einzahlen, da bin ich gespannt. Weißt du, warum man das eingebaut hat? Warum man das eingebaut hat? Dass Politiker auch in eine Renten einzahlen, damit der Pöbel die Schnauze hält. Ich sag's jetzt, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber im Vergleich zur Bevölkerung, die in die Rentenkasse einzahlt, in die gesetzliche, ist das, was von den Politikern kommt. Der Rentenbeitrag ist übrigens gedeckelt. Ja? Das ist ähnlich wie bei der Krankenkasse. Ich weiß nicht, ob sich jemals damit schon mal jemand befasst hat damit. Aber du kannst nicht hergehen und zur Rentenkasse sagen, ich verdiene 20.000 Euro im Monat, ich zahle jetzt jeden Monat 10.000 Euro ein. Nein.
Da gibt es irgendeinen Maximalbetrag, wenn ich mich richtig erinnere. Und den zahlen halt Politiker. Und der ist bei 900 Euro, 1000 Euro, ich weiß, müsste jetzt liegen, ich weiß es nicht, ist mir auch scheißegal. Ob diese, wie viele Politiker gibt es denn, die nicht einzahlen und dann auf einmal einzahlen? 3000 Euro Rente als Politiker. Weiß ich nicht, kriegen oder einzahlen oder von was redest du hier, grob ein? Ich arbeite jedes Jahr auf Events wie auf der Airbeat und selbst da lasse ich mich von der RV Rentenversicherungspflicht befreien. Meinst du wahrscheinlich Rentenversicherungspflicht? Ich finde die Rente im Grunde ein gutes System. Ich höre meiner Lebtag lang schon vom Papa, oh mein, bitte, in Rente geht dabei, kriegst du nichts mehr. Wenn man es so macht, dann nicht. Das ist mir schon klar. Das nächste ist, für was ich war, alle, ohne Ausnahme, zahlen in dieses Rentensystem ein. Alle, durch die Bank. Man erhöht den Höchstbeitrag, der wird nicht gedeckelt ab am Tausender, sondern bei 3, 4, 5. Ist mir scheißegal, wenn du 100.000 Euro in deinem verfickten Monat verdienst, sehen die Leute soll es angeblich geben, dann hast du nicht bloß 1.000 Euro in die Rentenkasse einzuzahlen. Das ist ja wohl ein Witz. Sondern voll, weil das Problem ist, wenn die da mit einzahlen, die kriegen später auch was. Das darf man halt auch nicht vergessen. Deswegen so einen richtigen Plan dafür, wie man das regelt, habe ich auch nicht. Aber ich bin ja kein Politiker. Aber das, was uns hergeschissen wird, das kann ich beurteilen. Das ist absoluter Bullshit. Und ich fühle mich den ganzen Tag nur noch ungerecht behandelt, hier, dort und dort. Ich soll immer mehr zahlen und kriege immer weniger, währenddessen andere Leute als Zeug in den Arsch geschoben kriegen, die weder meine Sprache sprechen, noch irgendeinen Handgriff jemals hier getätigt haben. Okay? So viel dazu. Da ändert sich meine Meinung auch nicht und ich bin's leid, dass ich überlegen muss, was ich sag. Ich bin's leid. Und die Affen sollen alle einmal froh sein, dass wir Kurven wahrscheinlich noch kriegen, weil wenn der weiße alte Mann die Schnauze voll hat, dann gnade euch Gott, Alter. Da haben wir ein Fasselfotzen haben wir schon wegen weniger aufgerissen. Und wenn irgendjemand da ein Problem damit hat, wenn du das nicht verkraftst, dass du meine Meinung nicht verkraftst und dann kann man mich nicht mehr anschauen oder sonst irgendwas, dann kann ich auch nicht helfen. Dann kann ich dir nicht helfen. Ich will ja nicht sagen, ich habe mitgemacht, aber wir sammeln gerade im Polytrant. Was? Ich will ja nicht sagen, ich habe mitgemacht, aber wir sammeln gerade im Polytrant. Ich habe keine Ahnung, was das für Satz ist. Die Politiker machen da nichts aus. Das nächste ist ja auf die, warte, du darfst auch nicht vergessen, die Politiker zahlen da ein, die kriegen aber später genauso Rente. Ja? Deswegen kriegen wir auch nicht mehr Kinder. Deswegen kriegen wir auch nicht mehr eigene Kinder, die unser Land am Laufen halten und in die Rentenkasse einzahlen. Und dieser hirnverbrannte Bullshit, dass die Leute, die da millionenhaft zu uns kommen, irgendwann diese Rente tragen, halt doch dein Maul. Hör mir doch auf. Halt doch dein Maul. Politrant, meint er. Ich will ja nicht sagen, ich habe mitgemacht, aber wir sammeln gerade im Politrant. Ihr seid. Da, der Hütti hat es mir erklärt. Politrant, meint er. Dankeschön. 2 Wörter. Mit ziemlicher Sicherheit greifen wir den Russen an, nicht er uns. Vor dem habe ich wirklich Angst. Also nicht vor dem Russen, der tut uns genau gar nichts. Wenn wir so weitermachen. Wenn ich der Russ war, da die Deutschland, wenn nicht die ganze EU, schon lang als Kriegsgegner sehen. Schon lang. Weil das ist eine Frechheit, was da passiert. Das ist eine Frechheit, was da passiert. Halt die Amis drin, die Russen draußen und die Deutschen unten. Habe auch gegen den Abbau von Versorgungsleistungen demonstriert, irgendwann gelangt's. Ja, zu Recht. Zu Recht auch. Es braucht ja keiner. Das ist ja das Schöne. In unserem Land kannst du dich hier hinsetzen und sagen, was du willst. Fast. Und wenn du mit irgendjemandem diskutierst, ja, halt der Meinungsfreiheit. Ja, die habe ich schon. Aber wenn ich das Falsche jetzt da in Kamera sage, dann sehen wir uns nie wieder. Und wenn ich Pech habe, kriege ich morgen um 6 in der Früh Besuch. Und dann dann klopft es nicht an der Tür, sondern dann schäbert es einmal und dann ist die Tür offen. Ob mir das gefällt oder nicht. Und da noch von absoluter, uneingeschränkter Meinungsfreiheit zu reden, ist einfach nur naive Verblödung und sonst nichts. Und jeder weiß, was ich meine. Jeder weiß, was ich meine. Jeder. Ohne, dass ich es erklären muss. Kannst du alles sagen, musst bloß manchmal mit Konsequenzen rechnen. Zitat Dunja Hayali. Und die sitzt immer nur im Fernsehen. Und du zahlst immer nur 18,50 Euro jeden Monat dafür. Gratulation. Zu allen anderen, inklusive mir, ich sag's, was ist. Genießt, was ihr gewählt habt, und heute sei Futzen. So. Jetzt muss ich gehen, bevor es komplett eskaliert.
Hatten wir schon mal. 6 Uhr morgens in Deutschland, wenn der USK dir deinen Knopf ausbricht. der SEK. oder heißt es bei uns USK? Ich habe keine Ahnung, was heißt ein USK? Gibt es vielleicht auch, ich weiß nicht, ich kenne bloß einen SEK. Der Russ trainiert seine Jugend in rote Uniformen wie bei uns der paar Jahrzehnte und es ist bei den jungen Russen das Feindbild Westen wieder reinerzogen. Herr Flippnase, ich weiß nicht, was du dieses Jahr hast, aber das ist... habe ich noch nie gehört. Wäre aber sicher ein geiles Format, Bürgerpolitik. Du, ich überlege schon lang, wie man das... Weil es einfach, keine Ahnung, ich will auch nicht jünger. Und die letzten Jahre habe ich mich einfach auch immer mehr dafür interessiert, weil ich halt einfach mich für andere und neue Sachen interessiere, wie man dieses Thema irgendwie hier reinbringt. Also in den Kanal sowieso nicht. Der ist wirklich bloß eigentlich für Unterhaltung und wenn man mir da über Politik-Scheiße schmatzen, wenn mich jemand danach fragt, dann antworte ich gern. Das soll ja aber hier kein, ich werde mir niemals vorwerfen lassen, das ist irgendeine Propagandascheiße oder sonst irgendwas. Das ist einfach meine Meinung. Ich sitze mich da her, ich bin, glaube ich, auch, wie die meisten, ein ganz normaler Bürger dieses Landes und ich sehe Sachen aus verschiedensten Quellen, vom ÖRR bis aus dem Internet, bis auf sämtliche Nachrichtensender und keine Ahnung was. Und kriege diese Eindrücke mit und denke mir dann was und das sage ich dann. Und was hier die letzten 5 Jahre abgegangen ist, das wenn du vor 10 Jahren jemandem erzählt hättest, der hätte sich ans Hirn und gesagt, halt dein Fotzen, du Aluhut, Vollidiot. Und nacheinander bestätigt sich alles, was die sogenannten Schwurbler und Supernazis und Aluhut-Deppen und sonst was gepredigt und vorhergesagt haben. Alles, durch die Bank. Mir hat die Politik nie wirklich interessiert, bis die wirklichen Affen Zutritt in den Käfig bekommen haben. Ab dann wurde es auch für mich interessant. Das hat man ja oft, weil man denkt, das ist doch scheißegal, was ich da oben beschließt, das kriege ich eh nicht zum Gespüren. Aber was da die nächsten Jahre auf uns zukommt, Alter, das wird so hart, dass du nicht mehr auskennst. Das garantiere ich dir. Was unsere Krankenversicherung betrifft, was unsere Rentenversicherung betrifft, was unsere Pflegeversicherung betrifft und was einfach Steuern und Abgaben betrifft. Wenn dem nicht bald der Riegel vorgeschoben wird, dann kriegen wir mir hier drin, es wird nur noch lächerlich. Es wird nur noch lächerlich. Aber der Deutsche ist anscheinend so bequem, dass er sich denkt, ja, jetzt tut ihr mir nicht oben, ist nicht so schlimm. Meine Damen und Herren, abwarten. Du gehst bis wann? Juli? August? Bis Juli oder August gehst du für den Vaterstaat zum Arbeiten. Erst dann verdienst du dein eigenes Geld, wenn du es einmal so aufrechnest. Und dann wird mit dem Geld, das ich da abgebe, das getan, was hier getan wird. Und ich kann einfach nicht verstehen, wie da irgendjemand sich nicht verarscht vorkommt. Ich verstehe es nicht. Das können nur Leute sein, bei denen das Geld aus dem Arschloch wächst. Es ist anders nicht erklärbar. Absolute Realitätsverweigerung, absolute... Ja, keine Ahnung. Schau dir doch einmal diese charakterlosen Vollaffen in diesem Bundestag an. Und dann denkst du mal an Leute wie an einen Helmut Schmidt oder einen Helmut Kohl. Ich darf sogar als Persönlichkeit nur einen Schröder nennen. Und dann schaust du mal diese Witzfiguren, die da drin hockern. Also, und das sind Leute, die mir sagen, was ich zum Tor... Also, du hast doch einen Vollschlag, hast doch du. Oder einen Franz Josef Strauß zum Beispiel. Der rotiert im Gras. Ich hab eine gute Idee für die Energiewende. Grabt einen Franz Josef und einen Helmut aus, steckt's an einen Trafo an. Der dreht sich nämlich so oft in seinem Grab, dass wir Deutschland und Österreich auch noch gleich mit Strom versorgen können. Das, was der Geibife schreibt, ungefähr genauso wollte ich das gerade sagen. Der Strauß hätte diesen Affenzirkus sowas von zusammengefallen, dass es nicht mehr feierlich ist. Der normale Bürger muss auch die Suppe auslöffeln, wenn Politiker missbauen. Siehe Corona, Maskendeal, Wärmepumpe etc. Ja, richtig, ja, natürlich muss die ausbauen. Wer denn sonst? Es gibt ja keine Konsequenzen, wenn da irgendjemand Scheiße macht von denen. Und langsam muss ich wirklich, also ich weiß nicht, das habe ich ja vor einem Jahr schon gesagt, das habe ich vor 2 Jahren schon gesagt. Ich sage, Leute, das muss Absicht sein, so dumm kann keiner sein. Aber es wird jede Woche dümmer. Jede Woche was Neues. Jede Woche wird es nach dem Hauseck dümmer. Und ich frage mich, es muss Absicht sein, es gibt es nicht anders.
Das gibt's nicht anders. Die müssen zahlt werden von jemandem, dass das deren oder keine Ahnung. Weil ich keinen Sinn nicht sehe, so. Naja. Der Strauß ist nach Tschernobyl genau wie jeder andere Politiker auch wie ein Fandal zurückgerudert. Keine Ahnung, was der Strauß zu Tschernobyl gesagt hat, das war 1986. Da bin ich auf die Welt gekommen, es interessiert mich Scheißdreck. Grundsätzlich habe ich aber gut in Erinnerung, dass in den 80ern und 90ern wirklich eigentlich ziemlich viele Dinge besser zusammenpasst haben und gelaufen sind, als sie das heute tun. Ich sag's wie es ist, der letzte echte Staatsmann, an den ich mich erinnere, war Helmut Schmidt. Helmut Schmidt ist wirklich ein krasser Motherfucker. Also habe ich leider Gottes erst sehr spät mitgekriegt, was das eigentlich für eine Persönlichkeit war. Das war SPDler im Übrigen. Und kannst du einmal danach suchen, suchst du mal nach Videos und Interviews mit dem Helmut Schmidt da. Weißt du, welcher Partei der heute war? Mit dem Sprech, was der raushackt? Ich glaube sogar noch rechts von Blau. So wie wir heute beieinander sind. Ich weiß ja nicht, was da passiert. Wohlstandsverharmlost habe ich da vorher irgendwo mal beim Bernie hat das geschrieben. Ja. Von dir kommt auch sehr oft nur Schlaues, sag ich dir, wie es ist. Oder was ich ähnlich sehe. Diese Wohlstandsverharmlosung. Ich glaube, das ist auch so das größte Problem bei uns so. Dieser einfache Satz, wie geht er? Gute Zeiten produzieren schwache Menschen verursachen schlechte Zeiten bringen starke Menschen hervor, starke Menschen bringen gute Zeiten. Und wir haben ja gerade mitten in der Wohlstands-goldenen Löffel im Arschloch Phase, auch ich im Übrigen, ja. Ich habe nicht viel Widerstand erkannt, wenn ich aufgewachsen bin. Es hat alles in Hülle und in Fülle gegeben. Das fragst du mir unsere Omas und Opas, wenn die noch leben. Ich sage jetzt einmal meine Omas und Opas, die leben halt alle nicht mehr. Ah, nach dem Krieg und so Geschichten. Das ist ein komplett anderer Schlag Mensch. Und die haben unsere Eltern erzogen. Meine Eltern zum Beispiel. Unsere Eltern in meiner Generation ist auch noch ein komplett anderer Schlag Mensch, aber schon nimmer so wie unsere Omas und Opas. Obwohl es die natürlich weitergegeben haben. Und jetzt kommen unsere verweichlichten Eltern und haben es an mich weitergegeben. Jetzt bin ich noch verweichlichter als unsere Eltern und gebe die Verweichlichung wieder an unsere Kinder weiter. Da können nur lauter Fotzen rauskommen irgendwann, wenn es alles in Hülle und Fülle gibt. Oh, der kleine Bubi, Herr Bubi, magst du halt nicht? Magst du halt nicht? Ja, schmeiß alles vom Tisch, aber gehst ein wenig und das wird dann schon wieder. Weißt du, heute, wenn irgendeine Scheiße als Kind gebaut hab, dann hat's ein Fotzen gegeben. Wenn meiner Mom nachgemalt hat, dann hat's den gegeben. Hab ich nochmal nachgemalt? Nein. Haben meine Aktionen Konsequenzen? Ja. Das war die Lehre daraus. Sitze ich heute da und bin ein komplett geistig Behinderter? Ja, irgendwo schon. Aber ich weiß zumindest, wie man sie zum Aufführen hat. Habe ich zumindest so das Gefühl. Meldestellen zum Denunzieren, so langsam hat es ganz andere Züge. Herr David Ryan, da hast du absolut recht. Das sind alles so Dinge, da wo ich mir denke, wer es immer noch nicht checkt, Alter, dem kann ich nicht helfen. Es gibt nochmal, ich wiederhole das einmal kurz in langsam. Meldestellen, offizielle Meldestellen zum Denunzieren. Wenn ich nicht weiß, was Denunzieren heißt, weiß ich nicht. Der Nachbar ist ohne Masken Auto gefahren und du rufst Bullen an und sagst, hey, der fährt mit dem Handy am Steuer und ohne Masken in der Corona-Zeit. Das ist das Petzenamt. Schön, geil, wie das Petzenamt. Dass wir sowas brauchen und haben, sagt alles, was ich wissen muss. Alles. Denunzieren ist gleich verpetzen, richtig. Der Watschenbaum ist gleich umgefallen, sage ich bloß. Ja, und das hat keinem von uns geschaut. Wir haben alle relativ alte Hörer. Da haben Leute, die ein älter wie ich, sind Leute, die ein bisschen jünger sind wie ich. Aber unsere Generation hat einfach noch eine geschallert gekriegt, wenn Scheiße gebaut worden ist. Und dann hast du es vielleicht hast du es noch irgendwie einmal probiert, dass dich keiner erwischt, dann bist du aber trotzdem erwischt worden und dann hat es zwar geschallert. Und dann hast du es nie wieder getan. Fertig. Der größte Lump im Land ist der Denunziant. Ja, wenn wir sonst nichts am Tor haben. Wir sollen aus der Geschichte lernen. Komisch, ich erkenne was. Ja, ich kenne auch was. Die größten scheiß Faschofotzen sitzen genau da, wo sie sitzen. Und die von alle Faschos genannt werden, das sind sie nicht, meine Damen und Herren. Ein Bockfotzen ist einfach das Wahre gewesen. Die hat nie geschaut. Der Watschen war nicht schlimm. Du hast ja nicht, die deren ja auch so, du gibst deinem Kind ein Fotzen. Okay? Das machst du heute einmal in der Öffentlichkeit, da wünsche ich dir viel Spaß. Aber du gibst jetzt deinem Kind ein Fotzen. Das ist ja auch nicht, du weißt, du nimmst das ja nicht so
und haust dir einen behinderten Schell ein, sondern das kriegt dir der Futzen. Das zirkt der wegen und das soll's auch. Du haust dir mal nicht einen Schell ein. Ich verstehe nicht, was da das scheiß Problem ist. Lernen durch Schmerz. Das hat 5000 Jahre lang funktioniert. Kaum hört man auf damit, wissen wir nicht mehr, ob wir Mandal oder Weiberl sind. Oder beides gleichzeitig. Oder ob wir uns einen Hundekopf aufsetzen und einen Boden umeinander roppen. Gibt's. Brauchst du nicht da wieder. Als hätten wir alle Verstand verloren. Und wir haben einen Verstand verloren, aber das ist es nicht zu mir erklären. Das Kind, da schrickt eher, als dass es weh tut. Ja, ich hab ein einziges Mal. Beim jeder kennt doch das Konzept so. Good Cop, Bad Cop. Der Bab hat mir nie Fotzen gegeben. Nie. Ein einziges Mal. Ich weiß nicht mehr, was ich da hab. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich da hab, aber einmal habe ich einen Schein gekriegt. Vom Bab. Das hat er mir erzählt bis zum Schluss. Einmal, du hast mir so leid, ich hab unterm Aufziehen hat es mir schon dermaßen leid, dass ich überhaupt nicht gewusst habe, wie, wo. Und ich habe auch nicht gewarnt oder irgend sowas, sondern zu mir habe ich bloß gesagt, ich weiß nicht, wie es geschaut hat, du hast dich überhaupt nicht auskennt. Du hast dich überhaupt nicht auskennt, Alter. Du hast dich überhaupt nicht auskennt, Alter. Du hast so große Augen gekriegt, du hast überhaupt nicht gewusst, was los war. Und dann, scheiße, ich habe so Leute und Dinge, werde ich nie vergessen. Watschen, Schein, Fotzen, die Dreifaltigkeit der dörflichen Züchtigung. Der Hannes Ringelstädter hat das mal gut erklärt, das ist absolut richtig. Auf mich haben sie gern eidroschen. Auf die eidroschen. Das hat natürlich, wie soll ich sagen, das hat natürlich auch Grenzen. Ja, wenn der Bab, wenn die Geschichten kommen nicht von irgendwo her, oder so eine Geschichte, wenn der Bab einen Gürtel rauszieht, dann hat der Spaß ein Loch. Dann ich red von einer Fotzen, Alter. Und nicht von, du sollst da einen Schlagring ans Schimbo nicht da und deinem kleinen Kind einen Roundhouse-Kick geben. Das ist halt auch was. Das ist halt, irgendwo ist natürlich einmal Schluss. Du kannst nicht dein Kind dreschen. Wer das tut, der gehört halt eingesperrt. Fertig. Der Reich Miese schreibt, als ich mal ziemlich frech war, hat meine Oma mir einen leckt Oma mit dem Holzkochlöffel. Ich hab so viel Dusel gehabt, dass die Oma, wie ich noch ganz klar war, schon nicht mehr gescheit gehen hat können und so, die hat mir einmal mit dem großen Holzlöffel gedroht. Da hat sie den großen gehabt und noch den kleinen gehabt. Und den über den Arsch gezogen. Ja. Den hätte ich aber auch ein paar Mal gekriegt, sag ich dir, was ist, wenn es schneller gewesen wäre. War aber nicht schneller. Das war mir seitdem nie wieder. Aus den Fehlern lernt man. Ja. Schlagring mit Nierten. Oh ja, den habe ich auch gesehen, den Holzlöffel. Jede Oma hat einen Holzlöffel gehabt. Ich bin der Watschen nicht mehr ausgekommen, aber war schon auch kurz davor und hätte es noch auch verdient gehabt. Das ist ja noch das Nächste. Jeder, der schon mal ein Fotzen in seinem Leben gekriegt hat von seinen Eltern, der weiß und jetzt vielleicht größer ist und der erwachsen ist, der weiß, dass es verdient hat. Und das nicht aus Prügellust der Eltern entstanden ist, ja? Kochlöffel geht ja noch, Besenklopf hat den noch wie von meiner Oma kassiert. Nie wieder war ich auch nur ansatzweise frech. Kann ich nachvollziehen. Vor allem, weil der Besenklopfer nämlich größer ist als du in der Regel. Zu dem Zeitpunkt. Der Besenklopfer war beliebt, meine Oma hat auch einen gehabt. Aber mit dem hat es mir nie droht, glaube ich. Aber mit dem Kochlöffel, mit dem Holzern. Alter, ich komme noch vom Pappen einer Drumfotzen. Ich erinnere mich, hat es dreimal im Stand dran und ich war sowas von verdient. Ja, der Papp muss halt auch ein wenig vorsichtig sein. Der Papp haut halt unabsichtlich, absichtlich nicht fest zu, aber haut halt trotzdem fest zu. Weil es halt der Papp. Na, wieder beim nächsten Thema. Dieses ewige Frauen- und Männer-Thema und irgendwann, wir haben alle gleich. Ja, da vorne ist die Front. Nein, da hab ich doch keinen Bock. Da tue ich doch wieder, keine Ahnung, kann ich nicht ein bisschen was kochen? Nein. Also ich darf jetzt nicht verallgemeinern, dass es ja jeder verdient hat. Ja. Wo machst du das ganz kurz und knapp? Ich mag da auch gar nicht mehr drüber diskutieren. Wenn es dein Kind übertrieben hat, hat es ein Fotzen verdient und dann fang's an. Ende. Und wenn du das nicht tust, dann kannst du sagen, da habe ich auch Leute. Da habe ich auch Leute in meinem Bekanntenkreis, die ich kenne, die das so machen. Ja, da sitzen wir uns jetzt da so auf die Treppe hin und da wird mit dem Kind geredet. Ja, wie findest du jetzt das du so, was du da so gemacht hast? Das kannst du schon so machen. Das kannst du schon so machen. Viel Spaß mit deinem Kind, Alter. Herzlichen Glückwunsch, das wird super. Das wird super. Im ersten Moment, wo es den ersten Tag in die Schule eingeht und da eine Person steht, die man eigentlich respektieren soll und die, wenn was sagt, dann gilt das. Und viel Spaß. Mehr sage ich nicht. Gibt's. Gibt. Und ich kenne nicht bloß einen, wo das so gemacht wird und alle diese Kinder haben dermaßen die Totalausfälle, dass ich sage, Alter,
Das Kind da an die Haxenbacker und tschüss dann. Die man sie fängt, dem fängt man sie, wenn sie reden und der Mann ihnen nicht mehr hilft, danach braucht man es nicht mehr oft. Das ist richtig. Das wird fett nach hinten losgehen. Geht's auch. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich habe keine Kinder, mir kann es eigentlich auch wurscht sein, aber man braucht sich halt nicht wundern, wenn das Kind, bevor es in die Schule kommt oder so, lernt, ich kann eh machen, was ich möchte, weil die Konsequenzen sind auf der Treppe sitzen und dann will ich sagen, gefragt und geh wieder. Leg mir doch am Arsch, oder? Dann ist ja wurscht. Wenn ich aber lerne, so, ich weiß ganz genau, wenn ich das Feuerzeug jetzt nehme und den Papierflieger anziehe und den nochmal vom Balkon runterwirf, dann geht der Papp auf, packt mich am Knack, wirft mich ins Bett ein und dann gibt's vielleicht noch ein Fotzen nicht neu und dann tue ich es nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Aktion, Reaktion. Auf das wollte ich nicht drauf raus, aber um es kurz zu halten, ich bin oft nur ohne Grund droschen worden, weil mein Erzeuger besoffen war. Von dem rede ich ja nicht, du hast nicht zugehört jetzt. Mari, dann hast du nicht zugehört. Das habe ich nicht gesagt. Ich rede von einer Fotzen und nicht von Dreschen. Okay? Ich nehme mein Feuerzeug da in die Faust ein und gebe mit meinem Kind mit der Faust an in die Fresse oder sonst wohin, dann hat das nichts mit einer Zuchtschein zum tun. Sondern das ist Kinder verprügeln. Dann gehört zur Polizei gegangen und gesagt, so mein Freund, du gehst jetzt nach Hause oder irgendwo hin, aber nie wieder hier hin. Das habe ich vorher schon gesagt. Dass natürlich irgendwo eine Grenze ist. Oder sobald man, weiß ich nicht, ja, die Oma. Weißt du, Oma, wenn mit dem Kochlöffel kommt, natürlich zirkt die, aber der schluckt die nicht. Aber der Papp, wenn den Kochlöffel nimmt, dann ist das was anderes. Oder wenn der Papp einen Gürtel aus der Hosen tut, dann ist das was anderes. Das nennt man dann ja häusliche Gewalt. Beziehungsweise in deinem Fall, da ich sogar so weit gehe, das ist verdammte Kindesmisshandlung. Und auf Kindesmisshandlung, wenn es nach mir geht, sollten Strafen sein, die darf ich da jetzt nicht sagen. Aber nicht Zuchtschelle. Das ist nicht Dreschen. Das ist Dreschen. Häusliche Gewalt ist was anderes wie Hausdetschen. Das hat er aber auch mehrmals gesagt. Sehr gut. Gut, wenigstens irgendein Herz. Welcher gescheite Papp braucht er drum? Sein Batschen klangt da normal voll aus. Das ist nur das Nächste. Das ist nur das Nächste, ja. Die beste Aussage von dem Kind, von dem Bekannten, war im Streichelzoo vom Rehgehege, fremde Frau, schau mal, wie süß das aussieht. Das Kind, gebraten schmeckt's besser. Das kommt ein bisschen aus dem, sagen wir, kommt ein bisschen kontextlos daher. Da knackt er da in die Moe, natürlich. Ja, klar. Ich komme aus einer Zeit, wo der gesunde Watschen im österreichischen Gesetz verankert war. Gibt's, gell? Das ist ja bei uns, glaube ich, noch nicht so lang her. Glaube ich. Respekt vor dem Alter ist nicht mehr viel da. Ja, was erwartest du denn aber auch von einer Generation, die eine Aufmerksamkeitsspanne von 6 Sekunden hat? Ja, genau, Kochlöffel oder Teppichklopfer. Die Oma darf das. Der Papp, wenn ein Teppichklopfer nimmt, der bringt die halt um damit. Das kann man dann so ab 16 machen. Und bei Burm. War ja dafür, sag ich dir, was ist. Mit 16, du kannst mit 16 schon einen Burm haben, der, wenn Bock auf zurückhauen hat, sagt der Papp vielleicht den Kürzern. Das kann sein. Gibt mit Sicherheit ein Paps, wo das mit 14, 15 schon möglich ist. Ja, tut mir leid, dann gibt's einen Kochlöffel oder irgendwas anderes. Ich lass mich doch nicht von meinem Kind schlagen, bist du besoffen. Das kannst du einmal probieren. Das probierst du einmal. Und dann nie wieder. Und dann hat er Eis gekriegt dafür. Meinen Neffen habe ich mal simpel erzogen, weil er sein Zeug nicht aufessen wollte, das er aber haben wollte. Heulen und jammern haben wir alles ignoriert, dann hat er es gelernt und beim nächsten Mal besser gemacht. Das geht auch, das ist was, da bin ich ganz schlecht. Zum Beispiel, ich kann das bloß auf Hunde ummünzen, aber da gibt es auch einen kleinen Hund in dieser Familie bei uns, der sitzt sich wirklich, hat wirklich sehr viel Geduld, wenn er was haben will. Sitzt da und beißt umeinander und keine Ahnung was. Und meistens gebe ich halt nach. Was soll ich machen? Also, ja, was soll ich machen? Aber das funktioniert bei Kindern auch, ja. TikTok ist meiner Meinung nach immer nur ein Fehler, weil du das Kurzzeitgedächtnis von einer Eintagsfliege kriegst, das Tatsache. Mühle, das ist nicht bloß TikToks, alles. Also alle Plattformen haben mittlerweile dieses Shortformat. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, überall durch die Bank. Und das ist das macht was das für Auswirkungen hat in den nächsten 10, 20 Jahren. Ich möchte es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen.
Weil das teilweise, ich erwische mich auch selber. Da nehme ich mich selbst nicht heraus. Ich sitze auch oft einmal da und scroll durch diese Scheiße durch und Gott sei Dank, da fange ich mich an, wo ich merke, oh leck, Alter, was schaue ich mir da eigentlich an? Was ist das für ein hirnverbrannter Dummdreck? Aber TikTok hat damit angefangen, ja, deswegen, ich weiß schon, was man Ich möchte es bloß für alle ausführlich erklären. Nicht, dass wir wieder Sachen vorgeworfen werden, die ich nicht gesagt habe. Darum macht der Birger 3-Stunden-Streams, damit unsere Aufmerksamkeit bei 2 Stunden plus bleibt. Ich sage jetzt natürlich nicht, dass das, was ich da betreibe, sonderpädagogisch wertvoll ist. Aber ich glaube, wir haben da herin alles Erwachsene und das da, wir unterhalten uns. Das ist ein Gespräch. Da muss man lesen, da muss man aufpassen und das am Stückel. Das, langweilig. Und alles, was mich nicht in die ersten 2 Sekunden schon belustigt oder ich nicht schon weiß, wie es weitergeht, bevor ich es überhaupt anschaue, weg. Du brauchst auch mir nicht verzeihen, dass das dein Hirn nicht kaputt macht. Vergiss es doch. Dopamin. Und dann kann ich 5 Minuten nicht statt sitzen können, sobald das der Handykasten nochmal weg ist. Ich krieg's Kotzen. Skibidi Toilet, mehr Bildungsauftrag geht nicht. Das stimmt. Den habe ich schon wieder verdrängt, Alter. Das habe ich auch bis jetzt noch nicht verstanden, was da der Witz dahinter sei soll. Herr Geibelfee! Manchmal bist wie der Bruder, den ich brauchte. ich bin wie ich bin, weil ich ein Arschloch-Einzelkind bin. Das ist wichtig. Danke dir. Birger, magst du sagen, was dir der Bad mal beigebracht hat, was da noch in Erinnerung geblieben ist? Oh, das habe ich übersehen. Da habe ich die vorher übersehen. Fischen. Ich kann fischen, glaube ich. Das habe ich natürlich jetzt schon wirklich lange nicht mehr da, aber der Bab hat mir Fischen beigebracht. Ich habe keinen Fischerschein, aber der Bab hat mir Fischen beigebracht. Was haben wir noch? Eigentlich so vieles. Ich kann mich noch daran erinnern, das ist wirklich geistesgestört lang her. Da war ich 4 oder so, oder 3, 4, 5, hab gerade so halbscheirig reden können. Und da ist er mit mir an der Isar mit dem Radl gefahren. Da ist immer voll Radl gefahren. Und ich bin nicht vorne drin gehockt und so weiter. Und dann haben wir an die Bänke Start gehalten. Und dann hat er so 2 Hände voll Steine auf den Tisch gelegt und hat mir das zeigen gelernt. Werde ich nie vergessen. Ich habe das Beutel in mein Hirn gebrannt. Ich sehe ihn gegenüber von mir sitzen. Ich war ein ultra kleiner Stopsel, der noch vorne auf dem Lenker in so einem Kerbe drin sitzt. Ja, ich weiß nicht, wie alt das ich war. Und er hat mir das zeigen gelernt. Er hat mir das Schwimmen gelernt. In Teneriffa. Da habe ich zwar gekuntelt, aber das ist wurscht. Aber er hat es mir dann noch normal auch noch gelernt. Das ist noch so eine Sache. Was hat er mir noch gelernt? Mit Sicherheit vieles, was mir jetzt gerade einfach nicht einfällt, aber das sind so die markantesten Sachen. Aber das war einmal und dann hat er es gespannt, mein Stiefvater, aber da habe ich jetzt nicht weitergelesen, supergeil, ab 3 Jahren kann man sich noch daran erinnern, wenn man schon älter ist. Möglich. Ich kann 3 gewesen sein, ich kann 4 gewesen sein, ich kann 5 gewesen sein. Ich glaube nicht, dass ich mit 5 noch vorne im Lenker drin gesessen bin, das darf ich wissen. Außerdem mit 5 war der Pap schon weg. Also da waren meine Eltern schon getrennt und mein Pap schon in Minga. Und ich weiß noch, dass das noch in Landau war. Ich kann mich da schon nicht einmal mehr daran erinnern, ob er da schon in Minga war. Und ich habe es auch nicht gecheckt, weil ich noch so klar war. Und er da runtergekommen ist oder ob er da noch da war. Modellbauzeug hat er mal richtig, kann man das als Skill bezeichnen, ich weiß es nicht, ich habe auch als Kind schon über Flieger zusammenpickt und so und da kommt meine Liebe zum Modellbau her. Ja, keine Ahnung, da hat mir jetzt wahrscheinlich 1 Million Sachen einfallen. Mein Papa hat mir auf jeden Fall das Schrauben beigebracht und wie man das Zeug riecht und wie das alles funktioniert. Ich kann Reifen wechseln, das hat er mir gezeigt irgendwann einmal. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch kannte, ich glaube nicht. Irgendwas da mit Sicherheit aufhaxen. Aber so am Autoschrauben und so, das hat er mir nicht gezeigt. Da war er nicht so der Typ. Er war eben mehr so, der hat aber viel Zeug gebaut. Der hat aber wie soll ich sagen, der hat viel Holz gearbeitet. Obwohl er das eigentlich nicht gelernt hat. Der hat aber so Schachtel gemacht. Da haben wir zum Beispiel es ist so ein Metallkoffer. Und den habe ich heute noch, der ist allerdings vorne im Wohnzimmer in meiner Glasvitrine, wo meine Warhammer-Figuren, die ganz alten, drinstehen. Hat er mir so einen silbernen Koffer gemacht mit 3 Ebenen, wo man die Figuren nicht kann. Mit Plexiglasscheiben zum Einschirmen, selber lackiert, selber zusammenbaut und so. Und das habe ich natürlich auch ein bisschen mitgekriegt. Es soll jetzt nicht heißen, dass ich der Handwerker Sepp 9000 bin, ich kann nicht so gut mit Holz umgehen, aber ein bisschen. Der Mini fragt, zeichnen? Na, zeichnen habe ich mir selber gelernt. Zeichnen habe ich mir selbst beigebracht.
Ja, mir ist blind mit Oldtimer und Autos, Monat etc. spüre ich mich halt noch. Ja, ist ja klar. Das ist ja auch schön. Für die Leute, die es mögen. Für mich war es jetzt nichts. Da will ich schreiben. Mein Papa ist jetzt 2 Wochen mit Ole an Chiemsee gefahren, hat mir das Grillen beigebracht und das Rasenmähen, aber mehr leider, weil er 2003 dann gestorben ist. Das ist sehr traurig, Mühe. Das tut mir sehr leid. Was hat der Mann gelernt, Birger? Boah, lecker. Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil die Mom zuschaut. Die hat mir Disziplin gelernt. Wie ich es vorher schon gesagt habe. Und trotzdem habe ich Scheiße gebaut ohne Ende. Ich habe es wirklich weit gesponnen. Die hat mir Disziplin gelernt. Mach Scheiße und die hat's einer. Der Cross schreibt, aber wir haben uns alle einig, erwatschen okay, herprügeln kehrt sie nicht. Ja, selbstverständlich. Ich verstehe ja gar nicht, was da zum Diskutieren gibt. Wer den Unterschied nicht kennt zwischen Fotzen und Dreschen, der ist sowieso so los, dass ich ihn zurücklassen muss. Was redst du mit denen? Mit so etwas? Schwierige Frage, was würdest du zu ihm sagen, wenn nur einen Satz hätte? Über das mag ich jetzt nicht mehr reden, weil jetzt bin ich gerade über das letzte Vatertrauma hinweggekommen. Jetzt werden mir da sensible Fragen zu meinem Pap gestellt, ich mag jetzt nicht mehr drüber reden. So. Mich würde bei meinem Pap interessieren, was da zu mir sagen, wie ich heute bin. Wie mein Leben ist, wie weit ich in welchen Bereichen gekommen bin. Wenn er das da alles mitgekriegt hätte, was da davon sagen. Nicht ich möchte einen Satz meinem Pap sagen, sondern ich darf noch mal gern einen von meinem Pap hören. Über wie er jetzt alles ist. Das. Na, das ist zu traurig. Jetzt ist es und jetzt mag ich nicht mehr. Meine Damen und Herren, haben wir jetzt doch noch wieder eine Stunde lang. Ich schwitze wie eine Drecksau. Ich schwimme in meinem Stuhl. Man sieht meinen Schweißfleck schon gar nicht mehr, weil er einfach eins mit mir geworden ist. Das ganze T-Shirt ist einfach nass. Jetzt machen wir einen Cut, das was der Devil Driver Mikey schreibt. Herr Dienel, merci für dein Abo. Wer noch nicht abonniert hat, hauen Sie ein Abo rein. Check die Glocke. Smash the Like-Button. Meine Damen und Herren, es ist schon wieder Mittwoch. Sehen wir uns wieder erst am Montag. Ich weiß noch nicht so genau, was wir am Montag tun. Ich weiß noch nicht so 100%, ob ich James Bond weiterspielen möchte. Das hat mich jetzt am Montag nicht so hart geflasht wie letzten Montag und ich habe irgendwie, was auch so demotivierend ist, jetzt mal, das müsste man vielleicht irgendwie aufhören. Spiele zum Anfangen, zum Spielen, die vorherein so klar sind, dass wir es nicht fertig spielen. Und James Bond war wieder mal so ein Spiel. Das werden wir nie fertig kriegen. Das werden wir jetzt jeden Montag und Mittwoch streamen. Daten bis August wären wir nicht fertig wahrscheinlich. Und eine Mission habe ich gesagt, schauen wir uns noch. Also einen Abend schauen wir uns noch, wenn dann die Story nicht beginnt, Vollgas zum Ziehen und ich mir denke so, oh, okay. Dann meine ich, wird es gewesen sein. Und weißt du, was wir dann tun? Dann haben wir noch einen Juli, dann haben wir nicht mehr viele Streams, das sind 2, 4, 6, 8 Streams. Monkey Island 2 hätten wir noch. Das gute alte Monkey Island 2. Das haben wir eigentlich damals schon gesagt, dass wir das nach Monkey Island 1 spielen. Weil so Adventures einfach geil sind. Das merke ich immer erst im Sommer, wenn wir uns spielen. Schön zum Zuschauen, schön zum Mitrauen, schön für mich. Und Monkey Island 2 kenne ich auch so gut wie gar nicht. Also da müssen die auch selber umeinander probieren und schauen. So mit, shit, da müssen wir das da müssen wir das da. Nicht so wie im 1, da wo ich das dreiviertel Spiel nur auswendig gewusst habe. James Bond hat dich nicht so sehr geflasht wie Crushed in Time. Nein, ich mag nicht sagen, dass James Bond ein schlechtes Spiel ist. Aber es ist nicht geeignet für den Stream. Glaube ich, habe ich so das Gefühl. Das ist so ein typisch, ich teste das Ding für euch. Ich finde es ein gutes Spiel, es ist cool gemacht, die Engine ist geil gemacht für die Art Story Game. Charaktere sind cool und es ist ein gutes Spiel, aber es dauert zu lang. Es ist für einen Stream, ich müsste ein Fulltime-Streamer sein, dann gleich in der ersten Woche, zack, durchgespielt, passt schon. Seit wann hat YouTube in Chat die automatische Rechtschreibung ein? Ist ja dialektfeindlich. Ja, ich konnte das auch nicht ausschreiben, bei mir ist Koreanisch drin, was soll ich nie sagen. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Ich muss nämlich nur ein bisschen die Klimaanlage auch noch laufen lassen, bevor Birgerin ist. Na, geil, wie viel Sepp, du gibst jetzt zur Ruhe. Danke, Birger, das war wieder echt schön heute. Merci und Grüß an deine Mom und Birgerin. Ich glaube, Mom Herz,
Bürgerin schläft schon, ich hoffe, ich denke morgen dran, aber die hat schon so viel Chris von dir gekriegt, die möchte jetzt noch mal ein Battle von dir, dass du weißt, wie du ausschaust. Gute Nacht für heute. Merci, geil, Buffet. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Trinken Sie genug, es kriegt am Wochenende 40 beschissene Grad. Okay? Und vorab ein schönes Wochenende. Ich wollte da nur 2 Tage, ist mir scheißegal. Wir sehen uns nächsten Montag um Micke. Und Crushed in Time spielen wir auf alle Fälle. Ob wir James Bond noch mal spielen, mag ich noch nicht versprechen, aber wahrscheinlich auch nur ein letztes Mal. Schauen wir mal. So, schleichen Sie sich da voll. Hallo! Triple F Moderatoren. Hashtag Strapse. Smash the Like-Button. Vielen Dank für die Donations. Vielen Dank für die Resubs. Kuss auf die Nuss. Gute Nacht. Bis nächsten Montag. Okay. Ciao. Warte mal, kann man das da einmal? Scheiße, das geht nicht so genau. Warte. Ui. So, machen wir mich raus und jetzt schleicht euch davor, weil sonst schlagen wir mal. Okay, tschüss.